Ja, grüß euch benannt und einen Sackerschgurn. Jetzt Kasperl. Leute, mal was Neues. Und ich hatte einen echt coolen Arbeitstag irgendwie. Es war nichts Besonderes dran, aber man hat so vor sich hingearbeitet, es ist einem nicht langweilig geworden. Und es hat eigentlich so alles funktioniert, was man so angepackt hat. Das ist wunderbar, das hat man nicht immer. Jeder kennt, jeder kennt. Außer ihm natürlich hier. Ihr seht, genau. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch einen wunderschönen Arbeitstag. Ich nehme das heute auf an einem Donnerstagabend. Also für mich ist praktisch einen halben Tag vor Wochenende. Ne? Hoch die Hände. Ich hätte immer noch gerne, diesen Boxkampf gesehen damals zwischen Reini und wie hieß er nicht? Hans Entertainment. Hoch die Hände Wochenende. Das wäre schön gewesen. Leider niemals zustande gekommen. Aber wissen wir ja, die ganzen Dinge, Reini ja immer umeinander geblökt hat. Er wollte ja auch, wollte ja auch mit Henk auf dem Boxfight treffen. Das hätte ich noch lieber gesehen, weil ich schon glaube, dass Hank den wahrscheinlich sehr klein gefaltet hätte. Sehr gut. Ich habe absolut keinen Strahl mehr, wo wir beim letzten Mal hängen geblieben sind. Wir sind hier wieder auf Odyssey. Ja. Oh. Rainer ist schon wieder in sein äh, Klagelied von der bösen Menschheit verfallen. Alle Menschen schlimm, alles nur Mobber. Er ist der einzige, der anständige Mensch auf der Welt und so weiter und so fort. Ne? Und ja, das kann nur wieder lustig werden. Kann nur wieder lustig werden, so hey, solange es nicht um Goblins und Bimsen geht und dergleichen, das sehe ich mich. Ja, da sind wir doch dabei. Gut. Dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen, hockt euch her, Sammermeere, reißt euch Häube auf. Mir ging an einer in Rainer. Ja, und wenn ihr flauschige Haustiere habt, legt sie euch auf den Schoß, streichelt sie, die haben das gern. Das beruhigt. Vielleicht wird man es brauchen. Gehe gerade so im Kopf ein bisschen durch. Verschiedene politische Theorien und mit was sich das so deckt, was du so sagst. Schwierig, liebes Bärchen. Politische, erinnere dich an Reiners legendäres Politikvideo. Das, das war Beyond Dom. Das, ne? Ist nicht, ne? Aber ist ja eh wurscht, ne? Weil die Politik macht ja einfach laut Reini ihren Job nicht. Ne? Kann man dann sagen, was man will. Das dachte ich mir schon. Aber wie gesagt, es ist schon richtig, was du sagst, auf jeden Fall. Das Problem. Nee, ist es nicht. Hör auf, ihm in den Hintern zu kriechen. Wie gesagt, ey Leute, ich bin für diese Leaks wirklich dankbar. Das war jetzt wirklich, ich wusste die letzten Monate eigentlich immer, auf was ich reacte. Und was ich euch an Content biete. Das hat jetzt wirklich lange einfach stabilen Content Flow gegeben, auch wenn wir viel übersprungen haben. Und diese Leaks sind ja dann, auch wenn es jetzt hier um sowas geht, hier Politik und so gelohnt bearbeiten oder so, ne, wenn er sich da wieder in Grund und Boden schwadroniert mit seiner hageldommen Scheiße, die er da vom Stapel lässt, ist halt schon witzig, Digga. Muss man schon sagen. Daran ist nur, dass es die Gesellschaft nicht interessiert, ob das richtig oder falsch ist. Die Gesellschaft tut, was sie tun will, nicht was sie tun muss, sondern die Gesellschaft tut das, was ihrer Meinung nach der einzige Weg ist, beziehungsweise die Allgemeinheit, nicht die Gesellschaft, sondern die Allgemeinheit, geht diesen bestimmten einen Weg, einfach nur deswegen, weil sie halt letzten Endes, Letzten Endes. Nein, die Gesellschaft ist eine Kontrollinstanz. Zumindest war sie das mal. Inzwischen funktioniert sie nicht mehr so gut. Bei dir hat sie noch sehr gut funktioniert, Rainer. Die Gesellschaft ist eine Kontrollinstanz gegen Menschen wie dich. Unsere Gesellschaft ist genau dafür da, dass wenn Menschen wie du versuchen, andere Menschen auszunutzen für ihren eigenen Vorteil,
dass dann interveniert wird. Ich weiß, in vielerlei Hinsicht funktioniert das nicht mehr. Bei dir hat es sehr gut funktioniert. Ja? Muss man jetzt mal sagen. Weil halt letzten Endes niemand in der Situation sein will. Letzten Endes Situation! Anders. Ganz einfach ausgedrückt ist. Ganz einfach ausgedrückt. Ding, letzten Endes, Situation, etc. Ihr kennt das Ding. Es wird schon wieder verbaler Nudelsalat zubereitet. Nur statt Mayonnaise kommt Scheiße rein. Ne? Das ist das so. Jeder Mensch will der Erste sein und keiner will der Letzte sein. Und aufgrund dieser Tatsache versucht jeder halt das Beste für sich rauszuholen. Ja, Rainer, ich weiß nicht. Natürlich ist jeder Mensch in einem gewissen Maße egoistisch. Das spreche ich gar nicht ab. Ich bin nur der Meinung, aufgrund auch meiner eigenen Erfahrungen, dass wir schon, also dass reflektierte Menschen und Menschen, die jetzt vielleicht nicht an akuter Dirnensprösslichkeit leiden, tatsächlich in der Lage sind, selbst zurückzustecken und lieber selber weniger zu haben, dafür als Gemeinschaft erfolgreich zu sein und nicht zwangsläufig jeder nur für sich arbeitet, weil ansonsten hätten wir, glaube ich, uns als Menschheit nicht so weit entwickeln können. Das ist ein bisschen so dieser Spirit, wir machen das gemeinsam und teilen uns dann die Früchte unserer Arbeit am Ende und dann hat jeder was davon. Was ja auch, ne, Gesellschaft, Gemeinschaft und so und dergleichen, was uns so erfolgreich gemacht hat als Spezies. Denn eine einzelne Person wäre nicht in der Lage gewesen, ein Feld zu bestellen und zu jagen und Werkzeuge herzustellen und ein Haus zu bauen und. Das ist viel einfacher, wenn das auf viele Leute aufgeteilt wird. Und jeder ein bisschen was von jedem kriegt und das dann passt. Ne? Und aufgrund dessen sind wir so erfolgreich geworden als Spezies, wie wir es sind. Ne? Wenn alle Menschen in der Menschheitsgeschichte alle so gewesen wären wie du, dann würden wir immer noch vom Baum scheißen. Einige Menschen sind darin geschickter als andere und haben den Reichtum und den Wohlstand erschaffen und damit wiederum andere unterdrückt, beziehungsweise das ist wiederum diese Form der Unterdrückung. Es ist eine passive. Ich bin im Übrigen, kleine Kapitalismuskritik meinerseits, nur weil ich zufällig drüber gestolpert bin. Wie gesagt, Facebook ist das Einzige, was ich auch habe, also was ich überhaupt jemals hatte, auf Social Media, wenn man jetzt YouTube nicht dazu zählt. Und da bin ich über so einen Spruch gestolpert, den ich sehr, sehr, sehr cool fand. Und zwar, warte, ich suche ihn euch schnell mal raus, damit ich ihn nicht wieder falsch zitiere. So, ich weiß, es ist ein bisschen cringe und ist ein bisschen utopisch, aber ey, lasst nur meine Spinnereien. Wie wär's damit? Wir schaffen Milliardäre einfach ab. Sobald man 999 Millionen erreicht hat, geht jedes zusätzliche Cent in die Gesellschaft und ne, um für Bildung, Schulen, Gesundheit etc., wohltätige Zwecke eingesetzt zu werden und du kriegst einen Pokal, auf dem steht, ich habe den Kapitalismus durchgespielt. Ne? Eine Siegerurkunde, wenn man so will, wenn man es jetzt hier auf das Bundesjugendspielniveau runterbrechen will. Du bist der größte Held und wir benennen einen Hundepark nach dir und alles ist gut. Ne? Das wäre doch was. Das wäre doch was, oder? Und sanfte Form der Unterdrückung, aber es ist und bleibt eine Unterdrückung. Ja. Okay. Naja, letzten Endes wird sich das niemals ändern, solange die Menschheit nicht aufwacht. Aber das müssten alle auf einmal aufwachen. Und Rache erwache. Ne? zwar müssten die Großen aufwachen, die alle Macht haben und merken. Ja, die Leute, die meiste Macht haben, die ja nicht ohne Grund. Ne? Die wissen ja, wie das System funktioniert und die haben ja auch kein Interesse daran was zu ändern. Das ist ja, weißt du, das ist ja gerade das Problem. Ne? Dass sie so nicht weitermachen können, oder dass sie so nicht weitermachen können, ist ja nicht richtig. Dass sie so nicht weitermachen wollen, wäre die richtige Aussage. Ja. Die müssten quasi in die Situation kommen, dass sie sagen, ich möchte so nicht weitermachen, ich möchte niemanden mehr damit schaden, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich mache,
Und dadurch Ja, nein, dann geh doch da du als gutes Beispiel voran. Ich weiß, du hast jetzt kein Geld und du hast auch keine Macht und dergleichen, aber wenn du sagst, hey, ich möchte mit meinem Handeln anderen Leuten nicht schaden, dann mach das doch nicht. Ne? Dann mach das doch nicht. Dann geh doch arbeiten oder beziehungsweise ja, schau, dass du halt irgendwie Homeoffice-Job machst, irgendwas, ne? Damit du der Gesellschaft nicht mehr auf der Tasche liegst. Wäre schon Anfang gemacht, schadest du uns weniger. Dann unterlass es vielleicht auch einfach irgendwie Leute im Internet zu belästigen oder dergleichen. Ne? Vorzugsweise irgendwelche Bärchen auf irgendwelchen Discord-Servern. Das wäre doch dann schon ein Anfang, ja? Geh doch mit gutem Beispiel voran, Rainer. müsste dann die Situation entstehen, dass die sagen, okay, na, auf die Art und Weise werden wir dafür sorgen, dass es hinhaut und dann wird auch niemand mehr darunter leiden müssen. Aber solange das halt nicht der Fall ist, wird sich da auch nichts verändern. Ja, es ist halt schwierig so, weil man kann die ja nicht von außen zum Umdenken bringen, so wirklich. Nee, Aber, definitiv nicht. aber dass das von alleine passieren sollte, ist halt auch. Inception. Inception, wir gehen in die Träume rein und erklären sie. Im Übrigen, beste Inception-Parodie aller Zeiten ist nicht die von South Park, meiner Meinung nach. Die ist weit oben. Ne? South Park Inception-Parodie ist sehr weit oben, aber ich finde die von Rick and Morty noch geiler, weil sie zusätzlich noch Nightmare on Elm Street verarschen. Und das eins meiner Lieblings-Horror-Franchises, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblings-Horror-Franchise, ist Nightmare on Elm Street. Weil es so fürchterlich abstrus ist. Es nimmt sich so gut wie nicht ernst und ist trotzdem irgendwie gruselig. Ich mag Nightmare on Elm Street sehr, sehr, sehr gerne. Ziemlich unwahrscheinlich. Also bei einzelnen Personen klar, aber so bei allen schwierig. Ja, das Problem ist hier halt auch die Habgier. Ja. Ne? Du hast die Habgier und das machen sich halt gerade auch wieder die Leute zunutze, die da eben in die Situation kommen, dass sie halt auf die Art und Weise andere kontrollieren können. Ja. Ja, im Übrigen, Habgier und andere Leute kontrollieren wollen, das findet Rainer nur deswegen scheiße, weil ich finde es nur bei anderen Leuten scheiße. Ne? Bei sich selber nicht. Er ist ja nicht habgierig, wenn er fordert, dass er ohne irgendeine Gegenleistung zu bringen irgendwie 5-stellig im Monat verdienen soll und dass ihm alles zu Füßen gelegt werden soll. Ist er ja nicht habgierig, so, sondern er hat das ja verdient. Andere Leute sind dann da, ne? Das ist dann immer Doppelmoral. Und klar, also die haben es ja einmal bequem so. Warum sollten die jetzt unbedingt von ihrem bequemen Leben was abgeben, wenn es dann für sie unbequemer wird? Die haben keine Notwendigkeit, irgendwas abzugeben, weil sie halt nicht in die Situation, weil sie halt in der Situation sind, dass sie halt nichts haben. Ja. Die kommen in diese Situation gar nicht erst rein. Ja. Und dadurch, dass sie in diese Situation gar nicht erst reinkommen, oder diese Situation auch vielleicht gar nicht verstehen oder gar nicht kennen, können sie gegen diese Situation nichts machen. Ja. Weil, was du nicht kennst, das ist jetzt wieder, ich bin ja wieder. Rainer, du checkst das ganze fucking System wieder nicht, Rainer. Das Problem an der ganzen Nummer ist, unser Wirtschaftssystem, unser weltweites, wie wir es aktuell haben, wie wir es im Übrigen schon seit über 100 Jahren haben, ist ein riesengroßes scheiß Schneeballsystem. Ne? Deswegen bricht das auch immer mal wieder zusammen, weil ein Schneeballsystem nicht unendlich lang das kann sich unendlich lang durchziehen. Irgendwo muss dann immer wieder, man nennt es inzwischen eine Blase platzt, was im Endeffekt, es ist ein Schneeballsystem, das hier mal wieder zusammenbricht und da mal wieder zusammenbricht. Das ist ein großen Wirtschaftscrash, ne, 1920er Jahre oder was es war. Bei einem Schneeballsystem ist dann immer, ne, die Leute, die da ganz oben sind, die nehmen sich das und verpissen sich damit und bauen woanders ein neues Schneeballsystem auf. Die Leute, die lackiert sind die unten in der ganzen Schneeballsystem-Pyramide sind. Aber, ja. Ich bin ja immer so ein Mensch mit so ganz besonderen, Beispielen. Ja,
Großartig, Rainer. Großartige Beispiele. Du vergleichst sie zum Beispiel, hatten wir im vorletzten Video, glaube ich, du vergleichst sie sehr gerne äh, mit Leuten, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast. Ne? Du hast dich mit den Juden im Zweiten Weltkrieg verglichen, du hast dich mit Jesus verglichen und mit Gandhi und mit allen anderen Märtyrern auf dieser Welt. Jeder, der für Gerechtigkeit eingestanden ist. Mich wundert es, dass er sich nicht noch schon mit Martin Luther King verglichen hat. Oder hat er das schon? Kann sein, dass er das auch schon hat. Und ja, Ball flach halten, Rainer. Und ein Kumpel von mir hat einen Sohn. Gumbel, mit einem Sohn, da ist er praktisch, da kommt der Schweizer Taschenkumpel, kommt da praktisch noch mit so einem Zusatzgoodie, da kommt noch, das ist wie ein Schweizer Taschenkumpel und dann hast du noch einen Schweizer Taschenschlüsselanhänger oder sowas, da ist ein Flaschenöffner drin, ne? Der jetzt in den Schweizer Taschenkumpel nicht mehr reingepasst hat. Erzähl mir, dein Kumpel hat einen Sohn. Ich bin gehuckt, Rainer. Und dieser Sohn ist mit einem sogenannten Klumpfuß zur Welt gekommen. Ich weiß nicht, Ja, das ist scheiße. Ne? ob du weißt, was das ist. Ja, mehr oder weniger. Er hat halt gleich nach der Geburt ein paar bestimmte, er hatte halt mehrere Operationen schon als Baby. So. Und er hatte halt von klein auf einen Gips am Fuß. Also seit er ein Baby war. So. Das hat er später nicht mehr gehabt. Aber, und das ist der Punkt, Ja, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sein ganzes Leben lang einen Gips hat. um den es gerade gehen soll. Wir haben uns damals darüber unterhalten und ich habe ihn damals gefragt, ja, du sag mal, stellst den Kleinen eigentlich gar nicht, den Gips die ganze Zeit zu tragen? Weiß nicht, Leute. Kennt sich da jemand aus? Kann mir da jemand IQ geben? Gibt es da sowas, dass du wirklich über Jahre hinweg durchgängig einen Gips haben musst? Oder wird sowas nicht irgendwie operativ geregelt? Oder kann man das bei Kleinkindern nicht machen, weil die so schnell wachsen? Ich meine, wenn du irgendeine Verformung am Fuß hast nach der Geburt und so oft operiert wurdest, dass man da irgendwie, keine Ahnung, Schrauben oder sowas reinmacht und sagt, ja, die verwachsen dann halt. Ich hab keinen IQ da drin. Aber es kommt mir hart Hanebüchen vor, dass dann das Kind praktisch seine komplette Kindheit lang einen Gips tragen muss. Der dann, keine Ahnung was, alle 4 Wochen wird der erneuert oder. Und das Kind darf niemals duschen, weil immer Gips. Da gab es, ich glaube, von den Ärzten dieses Ding, ein Mann mit Gipsbein ist ein einsamer Mann, weil man sich mit Gipsbein nicht duschen kann. Und hat er was gesagt, was ich immer wieder als Beispiel in so einer Situation gerne nehme. Er hat gesagt, halt dein dummes Maul, Rainer, ich bin erfunden, erzähl keine scheiß Lügengeschichten im Internet. Das war, warum soll es den Kleinen stören? Der kennt das ja nicht anders. Ja. Oh, jetzt kommt das wieder. Ey, Rainer, halt. Der kennt es nicht anders, ist Rainers Grundausrede dafür, wenn man ihm irgendwas mit Kindern vorwirft. Na, die Nummer mit der Kommune. Oh, warum sollten das die Kinder stören da in der Kommune? Wenn die da aufwachsen, kennen die das gar nicht anders. Das macht es nicht besser, Rainer. Das macht es nicht besser. Ne, Kinder, die in den frühen 30er Jahren, Mitte 30er Jahre des letzten Jahrhunderts geboren wurden. Die sind von da, wo sie sich daran erinnern können, bis in ihre Teenagerzeit, war Diktatur und Krieg. Die kannten das auch nicht anders. Die waren trotzdem froh, als es vorbei war. Und die wussten auch, dass es scheiße ist, auch wenn sie es nicht anders kannten. Nur weil ein Kind irgendwas von klein auf immer so erdulden muss, dass es es nicht anders kennt, macht es das nicht gut. Im Gegenteil, das macht es traurig, dass jemand über Jahre und Jahre und Jahre hinweg Missstände so lange internalisiert, dass er gar nicht weiß, dass es was anderes auch noch gibt. Das ist so widerlicher Gedankengang einfach. Ja, können doch gar nicht anders. Dann ist es halt so. Das Problem ist nicht, dass diese Kinder das nicht anders kennen, sondern das Problem ist, dass diese Kinder es anders kennen müssten. Ich krieg einen Hals, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich mag Kinder nicht mal. Ne? Ich habe keine eigenen, ich will auch keine eigenen, ich finde Kinder super anstrengend und das, keine Ahnung, ne? Aber ich krieg einen Hals, wenn
irgendwelche Leute dann meinen, ja, können wir schauen, können wir ja machen. Kennt er ja nicht anders dieses, kennt er ja nicht anders das, kann man alles mit Kindern, kann man auch, können wir nicht wehren, toll. Der große Held der Schwächeren, Rainer Winkler. Für den Kleinen ist das nie anders gewesen. Für den Kleinen, der kann ja. Und wie gesagt, hier sein erfundener Gombel mit dem erfundenen Kind, mit dem, ob der jetzt einen Gips hat oder nicht, davon rede ich gar nicht, sondern Reini benutzt diesen erfundenen Kumpel mit dem erfundenen Sohn ja jetzt wieder als Rechtfertigung dafür, ne? Für seine ganz anderen kruden Ideen. Hat von Anfang an diesen Gips getragen. Und dadurch, dass der Kleine von Anfang an diesen Gips getragen hat, kam der gar nicht in die Verlegenheit, darüber nachzudenken, ja, das tut mir aber weh oder das gefällt mir nicht oder das mag ich nicht. Und dadurch war er ja nie in der Situation. Ja, das ist auch Bullshit, Rainer. Weil natürlich der Kleine irgendwann auch checkt, Moment mal, warum tragen eigentlich nicht alle anderen auch so einen Scheißgips? Da kommt der relativ schnell drauf. Und dann kommt die Frage, das ist die Frage, die ein Kind in seiner Kindheit am häufigsten stellt, warum? Warum dies, warum das, warum das? Und das ist, ne, wer nichts fragt, bleibt dumm. Das ist die Art und Weise, wie wir als Menschen in unserer Kindheit, wie wir lernen. Und ich wette was, Rainer gehört zu den Kindern, der hat das selten gefragt, warum. Es sei denn, er hat irgendwas nicht gekriegt. Dann ging es warum. Ansonsten war ihm alles scheißegal. Also, solange seine Bedürfnisbefriedigung da war, war es bei ihm sicher als Kind schon so. Dass er sich darüber in den Kopf machen musste. Und gerade das ist halt der Punkt gewesen, an dem ich damals über diese Situation nachgedacht habe. Ja. Jemand, der reich geboren wird, der wird sich nie den Kopf darüber machen, dass er kein Geld hat. Der wird sich nie den Kopf darüber machen, wie es ist, Hunger zu haben, wie es ist, auf der Straße zu leben, wie es ist, sonstige Sachen. Das trifft nicht auf alle zu. Ich zum Beispiel, ich bin in einem normalen Familienhaus aufgewachsen. Für mich war es normal, ein Haus zu haben. Aber ich bin jemand, ich denke. Ich bin kein Mensch, der nur da sitzt und zuschaut. Ich war schon immer ein Mensch, der denkt. Ja, nein, Rainer. Also, wenn du schon immer gedacht hast, dann wäre es noch erbärmlich, dann wirst du noch schlechter da drin, als ich mir gedacht habe. Ne? Und ja, du hast dieses Haus immer als selbstverständlich gesehen. Ne? So wie du alles immer als selbstverständlich gesehen. Alles ist dein Recht, dein Geburtsrecht ist das Haus, Geld, Frauen, Anerkennung von Fremden, egal irgendwie im Real Life oder im Internet. Das ist deiner Meinung nach immer dein Anrecht gewesen. Rainer, du bist nicht superreich aufgewachsen und hast trotzdem dieses vollkommen hanebüchene Bullshit-Anspruchsdenken, dass dir jeder die Arschlappen vergolden soll. Das ist halt wild. Und auch konnte ich mir das natürlich nicht vorstellen, aber inzwischen weiß ich, wie es ist, auf der Straße gelebt zu haben. Ich habe mir früher das schon schrecklich vorgestellt. Schrecklich war es auch. Es war nicht ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe tatsächlich. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber das liegt wieder an meinem eigenen Verhalten. Ja, Rainer, das liegt auch daran, dass du halt wirklich die Nächte, die du draußen, wirklich die ganze Nacht draußen verbringen musstest, an einer Hand abzählen kannst bei dir. Ne? Und dass du mal dann in der alten Scheune gepennt hast oder in der Bank in Emskirchen. Und ansonsten hast du dann doch über Tickety-Tockety die Barren noch zusammen gebettelt und bist ins Hotel gemettelt. Ein paar Monate, wissen wir, hast du beim Frankengamer verbracht. Und dann in Plauen und jetzt in Zobis seit 2 Jahren, über 2 Jahren und so weiter und so fort. Ja? Erinnert ihr euch noch an die legendäre Nummer, wo man rausgefunden hat, dass sein bärtiger Zuhälter ihn da in Plauen in so einer Dachgeschosswohnung untergebracht hat? Wo es den 24-Stunden-Livestream von gegenüber von der Haustür da gab, wo sie sich dann abgewechselt haben. Der eine war 12 Stunden da, dann war der andere 12 Stunden da. Und haben immer Obacht gemacht, das stelle ich mir vor, da muss er gekocht haben, der Reini. Ne, zum einen sitzt er dann da und der darf das Licht nicht anmachen, der darf den Rechner nicht anmachen, weil man das Licht dann durchs Fenster raussieht oder dergleichen. Und und Karl Dall sagt ihm, Rainer, du musst jetzt die Füße stillhalten. Irgendwie kriegen wir dich da jetzt raus, das dauert halt jetzt ein bisschen. Und der sitzt dann da im dunklen Kämmerlein und ihm fällt die Decke auf den Kopf. Ja, das hat mir gefallen. Weil ich mir halt auch Sachen dann oft schlimmer vorstelle, als sie oft sind. Okay. Aber das hat was mit mir selbst zu tun. Es ist letzten Endes auf jeden Fall so. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass die Mehrheit der Menschen,
die einen bestimmten Punkt in ihrem Leben haben von Anfang an, über diesen Punkt hinaus nur dann denken, wenn sie dazu gezwungen sind. Ja. Jemand, der in ihrem Haus aufgewachsen ist, jemand, der immer Essen hatte, immer Trinken hatte, immer Eltern hatte, immer alles hatte, was er eigentlich braucht, so zum Leben, nicht zum Überleben, sondern zum Leben, einfach ganz normal. Er konnte leben, er konnte seine Kindheit leben, er konnte seine Jugend leben, weil er alles hatte. Er hatte ein Haus, er hat auch irgendwelche Sorgen. Ne? Jeder Rainer, du zählst jetzt wieder alles dreifach und vierfach auf, kommt zum Scheißpunkt. Mensch hat Sorgen. Auch die Leute, die keine Kohle haben. Und auch die Stell dir vor, die Leute, die keine Kohle haben, haben Sorgen. Höchstwahrscheinlich haben die mehr Sorgen als die Leute, die Kohle haben. Die Leute mit Kohlen haben dann wahrscheinlich wieder andere Sorgen, aber ich hätte lieber Sorgen und viel Kohle als Sorgen und keine Kohle, oder? Ist das ein Ding? Menschen, die Geld haben. Jeder hat seine Sorgen. Ja. Aber die Sorgen unterscheiden sich stark darin, wenn ich übrigens zu viel rede, sagt das. Nee, ist richtig. Du sagst, ja, reich sein schön gut, aber ne, Gesundheit oder sowas kann man sich nicht kaufen, ist auch in einem bestimmten Rahmen falsch, weil, also, ob man jetzt eine schlimme Diagnose kriegt oder nicht, das kann man sich nicht aussuchen, aber man kann mit sehr viel Geld hat man natürlich sehr viel bessere Möglichkeiten, auch eine bessere Behandlung zu kriegen, deswegen leben sehr reiche Menschen oft sehr viel länger als nicht so reiche Menschen, ne? Aber ja klar, ne, nehmen wir mal Krebs, interessiert das nicht, ob du Krösus bist oder ein armer Schlucker. Aber ganz ehrlich, sollte ich irgendwann mal eine Krebsdiagnose kriegen, dann hätte ich lieber eine Krebsdiagnose und nebenher noch einen Haufen Kohle, um mir dann da wenigstens irgendwie das so angenehm wie möglich zu machen, als Krebsdiagnose und on top noch broke sein. Das ist richtig scheiße. Weil ich merke schon, dass nur ich rede. Nee, ich höre dir zu. Ja, also letzten Endes ist es so, dass Letzten Endes, die Situation ist, jeder, der halt in irgendeiner Form lebt, muss ja auch irgendwo den Punkt erreichen, indem er merkt, dass das, was er macht oder das, was er lebt, für andere Menschen vollkommen neben der Spur ist, weil das für die Person natürlich nicht nachvollziehbar ist, weil eine Sache, wie nehmen wir als Beispiel einfach mal Hunger. Das ist das beste Beispiel. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, gerade viele Menschen in der Moderne, können sich nicht vorstellen, wie es ist, Hunger zu haben. Nicht, weil die irgendwie gestört sind oder so, sondern einfach, weil sie halt nicht wissen, was also richtiger Hunger ist. Weiß ich auch nicht. Ich weiß. Ja, Rainer, hätte ich jetzt, wenn ich mir dich so angeschaut habe, fast denken können, dass du mit Hunger noch nicht sonderlich viele Berührungspunkte hattest in deinem Leben. Jemand, der Zeit seines Lebens mehr Kalorien zugeführt hat in seinen Körper, deutlich mehr, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Ja. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Hunger zu haben. So, aber ich weiß nicht, was es heißt, wirklich Hunger zu leiden. Wenn ich Hunger habe, dann stehe ich auf, gehe zum Kühlschrank und hole mir was zu essen. Wenn ich nichts im Kühlschrank habe, dann gehe ich und gehe in den nächsten Laden. Ich weiß auch, wie es ist, wenn ich nicht zum Laden gehen kann, weil ich kein Essen habe, weil ich keine Kohle habe oder sonst was. Das habe ich auch schon gehabt, die Situation. Also ich habe ja schon richtig einen Tiefpunkt in meinem Leben erlebt. So. Aber ich sage halt trotzdem so, im Vergleich zu anderen Menschen habe ich in meinem Leben eigentlich noch keinen richtigen Tiefpunkt erlebt. Jedenfalls nicht. Ja, Rainer, ich glaube, da lässt sich diskutieren drüber. Ne? Ich bin der Meinung, dass du, sagen wir mal, spätestens seit der Stromlos-Staffel schon am Tiefpunkt angekommen bist, aber es schaffst dann immer noch tiefer zu graben. Ne? Du bist da eigentlich schon ganz unten angekommen, dachte man, und jedes Mal denkt man, nee, jetzt ist wirklich Rock Bottom. Ja? Einer schafft es nochmal, Niveau-Limbo, nochmal unten drunter, Schanze verkaufen, Auto kaufen, Auto schrotten, Auto wieder verkaufen mit einem Haufen Verlust, Autokohle wieder verprassen, wieder Schulden, wieder irgendeine Scheiße. Rainer, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber Tiefpunkt ist the name of the game. Bei dir zumindest. Einen solchen Tiefpunkt, wo ich sage, ja, ne, das ist wirklich so das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe oder so. Weil im Vergleich ist es halt trotzdem immer noch ein Witz. Und trotzdem, du musst halt trotzdem immer bedenken, es wird niemand etwas versuchen zu unternehmen, wenn er einen bestimmten Status erreicht hat oder in einem bestimmten Status geboren ist, solange er selbst nicht in der Verzweiflungslage ist. Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich
absolut alles genauso. Deswegen habe ich jetzt nicht wirklich was dazu gesagt, weil du einfach recht hast. So, was Die hört ihm gar nicht mehr zu. Die ist wahrscheinlich so erschöpft davon, dass sie jetzt schon so viele Stunden von diesem ganzen Dreck irgendwie hat aufnehmen müssen und sich sein dämliches, hohles Geschwalle schon so viele Stunden hat anhören müssen, dass die schaltet ab, die denkt sich, ja Gott sei Dank, er ist jetzt im Redefluss. Ich mache hier zwischendurch ein, ja, okay, ja, auf jeden Fall. Ja, da stimme ich dir zu 100% zu. Red weiter bitte, Rainer, erleuchte mich. Weil die auch schon keinen Bock mehr drauf hat auf die Nummer. soll ich dann noch dazu sagen? Sehe ich einfach wirklich exakt genauso. Tja, Das hat auch alles tatsächlich seine theoretische Fundierung. Ich könnte dir jetzt gerade nicht nennen, mit welcher Theorie du gerade argumentierst, aber ich weiß, dass die existiert und ich müsste aber nochmal nachgucken, wie die heißt. das weiß ich auch nicht, aber ich weiß auch, dass solche Sachen so dokumentiert oder so argumentiert werden. In der Politik habe ich definitiv nichts zu suchen oder auch in der Theorie und so weiter. Rainer, du hast überhaupt nirgends irgendwas zu suchen. Rainer, du wärst nützlich als Depp vom Dienst. Rainer, du bist nützlich als Depp vom Dienst. Ich weiß nicht, wer von euch auch auf dem Land aufgewachsen ist. Aber es gibt so einen, der, wenn die Kühe durchs Dorf getrieben werden, ne, der mit der alten Schaufel und am Schubkarren hinten herlauft und die Kuhfladen von der Straße aufsammelt, damit die dann später auf den Misthaufen kommen. Dafür wäre er prädestiniert gewesen. Da kann er nicht viel hinmachen. Das ist absolut idiotensicher. Kriegt ein bisschen Bewegung oder ein bisschen frische Luft. Ne? Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, nach Kurmis stinken ist bei ihm definitiv schon wieder eine Verbesserung. Einwandfrei. Und er wird sie nützlich machen. Aber ich bin halt jemand, ich beschäftige mich mit bestimmten Punkten und ich bin auch jemand, der sich halt gerade speziell sehr viel mit dem Thema Leben beschäftigt. Na, in meinem ganzer Blog geht es ja darum, zu leben. Nicht zu überleben, sondern zu leben. Ja. Nein, Rainer, in deinem ganzen Blog geht es nicht darum zu überleben. Rainer, in deinem Blog geht es um eine vollkommen hanebüchene Vorstellung von einer Existenz nach dem Tod, in der du der allmächtige Gott-Imperator bist, der alles entscheiden und erschaffen kann. Damit nie wieder irgendeine Entscheidung gegen deinen Willen getroffen werden kann oder darf. Darum geht es in deinem Blog. Es geht genau ums Gegenteil von Leben. Es geht darum, was nach diesem Leben passiert. Aus deiner Sicht. Es geht nicht darum, dass du dich reflektierst und dir denkst, hey, ich bin mir überhaupt gar nicht sicher. Ich kann mir gar nicht sicher sein, was nach meiner irdischen Existenz jetzt hier nach meinem Leben passiert oder auf mich zukommt. Und solange ich das nicht weiß, versuche ich doch vielleicht irgendwie das Beste aus meinem aktuellen Leben zu machen. Und da habe ich richtig was aufzuholen, weil ich das massiv vor die Wand gefahren habe über die letzten 10 beschissenen Jahre. Und dementsprechend soll ich mich vielleicht besser mal darum kümmern. Nein, es geht nicht ums Leben, Rainer. Es geht um ein vollkommenes Wegdriften von der Realität. Und gerade deswegen ist das für mich halt ein so heikles oder auch generell so wichtiges Thema. Wow, dieses Spiel ist echt heftig. Also ein Puzzle-Game. Ja, ich fange wieder zu viel an zu reden, vergiss es. Okay. Auf jeden Fall, ich beschäftige mich halt mit verschiedenen Themen und daher kommt halt auch oft einmal die Situation, dass ich halt auch sehr viel nachdenke, genau. Ja. Übertreib's nicht, Rainer, ne? Nicht, dass ein Brand ausbricht. Rainer denkt viel nach. Oh Mann. Ist ja richtig so. Also ich finde es eigentlich spannend, so was du immer so erzählst. Und wie gesagt, das hat halt auch alles seine theoretische Fundierung. Das finde ich spannend, weil du hast ja selber die Gedanken gemacht, oder? Also kann auch sein, du hast dich dazu belesen oder sonst irgendwas. Nee, belesen habe ich mich dazu nicht. Also ich weiß, Nee, das glaube ich ihm sogar, weil er zu dumm ist zum Lesen, weil er Analphabet ist. das ist bestimmte, das hat mir schon mal irgendjemand gesagt, dass das, was ich sage, ist so, dass meine Aussagen so irgendwie wie du es gesagt hast, ne, mit einer bestimmten nicht Dokumentation, sondern mit einer bestimmten... Rainer, du hast das Scheißwort vor 20 Sekunden von dir gehört und kannst dich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, dass es Theorie war. Und du schwadronierst, ja, irgendwas hat mir schon mal gesagt, dass ich ein ganz besonderer Mensch bin.
Ey, Rainer, du hast irgendwelchen komischen Bullshit im Internet gehört von irgendwelchen schwurbelnden Verschwörungsdullis und plapperst jetzt irgendwas darüber, ne? Erklärungsweise oder so, also dass es da eine bestimmte Erklärungsweise gibt. Und immer dieses Wannabe-Pseudo-Tiefgründige, was er dann damit reinbringt. Ne? Kommt vielleicht auch irgendwie ein bisschen aus seinen Schlagertexten, von seinen Lieblingsschlagerliedern. Das, ist so. Ja. Das hat mir schon mal irgendjemand gesagt, wer das genau war, weiß ich nicht mehr. Und der hat mir auch, glaube ich, gesagt, wie man diese Art von Hat er gesagt gehabt, ne? nicht Dokumentation, dann jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Argumentation, wie man diese Argumentationsform nennt. Ja. Aber für mich ist halt alles, was ich gesagt habe, ist halt das, was ich einfach selber feststelle oder selber sehe. Ja. Genau. Wo, Rainer? Rainer, wo siehst denn du das? Rainer, du bist weltfremder als ein Asket, der in einem Kloster auf einem hohen Berg aufgewachsen ist. Und in seinem ganzen Leben nur 5 Leute getroffen hat. Ich hab absolut keine Worte mehr dafür, wie scheiß weltfremd du bist. Wo hast du das gesehen, deiner Meinung nach? Wo hast du eine große Weisheit und einen Einblick in die Natur der Menschen und unserer irdischen Existenz? Wo hast du den gewonnen? Auf PH? Oder auf den, auf den Borneo-Seiten, für die du dein VPN brauchst, weil sie vielleicht nicht so 100%ig legal sind? Auch weil sie da Ah, nee. Animes, das ist es ja. Ja, stimmt. Animes, da ist ein philosophisches Know-how her. keinen Sinn darin, jemand anderen zu zitieren, wenn ich selber sehe, was passiert. Ja. Und ich ja teilweise selber erlebt habe. Ich meine, ich bin in einem Familienhaus aufgewachsen mit Eltern und Geschwister. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo ich Geld hatte, auch wenn ich nicht reich war. Ich hatte immer was zu essen auf dem Tisch. Ich hatte meine Videospiele, wenn auch nicht immer die ich haben wollte. Ich hatte meine Sorgen mit meinen Hatern. Ich wurde ja schon in meiner Schulzeit stark gemobbt und so weiter. Die Hater gab es in der Schulzeit schon. Die hießen dann noch nicht Hater, aber. Und keine Ahnung, wie ich sagt, jeder, der. Ich glaube fast jeder, der wie so eine reguläre Schulzeit durchgemacht hat in unserem Land, hat da schon Dinge gesehen, ne? Wo es um Mobbing ging, was stellenweise Mobbing-Opfer waren und welche Leute vielleicht auch einfach selbst verantwortlich dafür waren, dass die anderen Leute sie gemieden haben oder sie nicht mochten oder dergleichen. Es gibt immer wieder diese Leute, die in so ein soziales Konstrukt reintreten, ne, und dann da wie der Elefant im Porzellanladen agieren und sich danach wundern, warum sie von dieser Gemeinschaft nicht herzlich mit offenen Armen aufgenommen werden, sondern warum diese Gemeinschaft es sie spüren lässt, dass sie niemand mag. Das ist dann aber meiner Meinung nach kein Mobbing. Ne? Das ist kein Mobbing, sondern das ist einfach, verpiss dich. Du gehst uns massiv auf die Eier und solange du dich hier nicht zu benehmen weißt und solange du der Meinung bist, du musst dich hier nicht an die hier geltenden Gepflogenheiten halten, dann verpiss dich aus unserer Social Group. Wenn du aufführen kannst wie ein anständiger Mensch, dann ist das gut, ne? Dann kannst du gerne kommen, aber ansonsten schleichst du dich jetzt. Das ist ein Unterschied zu, boah, schau dir mal das Opfer da drüben an, den machen wir jetzt fertig. Das zweite ist Mobbing. Das erste ist einfach wo wir heute schon drüber geredet haben, ein natürlicher Schutzmechanismus von sozialen Gruppen. Um sich zu verteidigen vor Leuten wie ihm. Also ich habe auch sehr viel Negatives und Schlechtes gesehen. Ja. Und trotzdem ist es halt so, dass in meinem Leben viele Dinge halt auch einfach hätten anders laufen können. Aber dadurch, dass ich halt aber mein eigenes Leben trotzdem geführt habe und mich nicht von anderen Menschen in irgendeiner Form habe unterdrücken lassen oder ähnliches, ist halt auch oft einfach das passiert, dass andere meinten, mich besser zu kennen, als ich mich selbst kenne. Obwohl das totaler Schwachsinn ist. Aber das liegt halt nur mal an der Natur des Menschen, dass man halt. Nee, Rainer, die Leute haben dich einfach super durchschaut, weil du halt super leicht durchschaubar bist. Das ist das Problem. Niemand kennt dich besser, als du dich kennst, etc. bla bla. Nein, du bist ein offenes Buch. Weil du
einfach, weil man bei dir immer davon ausgehen kann, dass du die dümmsten, egoistischsten Entscheidungen, die man in jeder Situation treffen kann, dass du genau die treffen wirst. Und wenn du Entscheidungen getroffen hast, weiß man im Nachhinein, warum du das getan hast. Jedes Mal. Jedes Mal. Du hast das Traut euch kommt zu mir Video nicht gemacht, um deine Schwester oder sonst irgendjemanden zu schützen. Du hast das Traut euch kommt zu dir Video gemacht, weil du butthurt warst, weil dich die Leute im Internet nicht angebetet haben wie einen Gronk oder einen, wie sie nicht heißen, German Let's Play oder Blabli oder was auch immer. Und weil du angefressen warst, dass du nicht den deiner Meinung nach dir geltenden, die deiner Meinung nach dir geltende Anerkennung bekommen hast. Deswegen hast du Traut euch kommt zu mir gemacht und aus keinem anderen Grund. Du wolltest deine vollkommen wahnwitzige Illusion vom Internetstar Drachenlord beschützen und nicht deine Schwester, deine Familie oder deine Freunde oder deine Verwandten oder die Leute im Dorf. Und es war jedem klar, der das gesehen hat. Jedem. Bis heute ist es jedem klar. Hat immer versucht, sich selbst in ein gewisses Licht zu rücken, sodass andere in eine Situation kommen, in der du, was ist das für ein krankes Rätsel, in der du selber halt immer in der Erklärungsnot bist, so wie jetzt gerade. Okay. Nee, es ist einfach so. Jeder Mensch hat seine eigenen Ansichten. Jeder Mensch hat seine eigenen Ansichten aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, aufgrund seiner Lebensumstände und aufgrund dessen, wie andere ihn wiederum behandeln, sehen oder über ihn sprechen, was wiederum Einfluss auf ihn hat. Selbst wenn er das nicht direkt mitbekommt, kriegt er ja mit, wie andere ihn behandeln. Ja. Und dadurch entsteht halt eben diese Situation, dass jeder so sein eigenes Ding irgendwie machen muss, ohne gleichzeitig sein eigenes Ding machen zu können. Ja. Das geht schon so ein bisschen in Richtung Sozialisationstheorie. Das weiß ich nicht. Dann bist du die Fachfrau. Ja, also es gibt ja so einen Studiengang, der nennt sich Soziologie und der beschäftigt sich eigentlich mit dem Verhalten von Menschen und durch was das quasi beeinflusst wird, warum wir wie handeln und so. Also nicht nur auf der psychologischen Ebene ist es halt eher, dass da auch so ein bisschen wie reingeschaut wird in den Kopf, okay, was sind da die Botenstoffe, keine Ahnung was, wie schießen die Neuronen oder was weiß ich, oder welcher Teil des Gehirns ist für was zuständig, welche Krankheitsbilder gibt es und sowas, aber in der Soziologie ist es eher so ein bisschen, sowas zum Beispiel wie die Sozialisationstheorie, dass gesagt wird, okay, unser Verhalten und wie wir dann später halt als Menschen sind, das wird geformt dadurch, mit wem wir Umgang hatten in Schule, also wie das Elternhaus, wie das zu uns war, auch von unserem sozialen Status her, das ist dann wieder Habitus-Theorie von Bourdieu. Also all das, was du gerade gesagt hast, so diese äußeren Einflüsse, die Erlebnisse und sowas, das ist alles quasi Sozialisation und macht uns dann zu dem Menschen in dem Sinne, der wir sind, weil wir einfach nach unseren Erfahrungen handeln. Ja. Ja, das ist einseitig betrachtet ein bisschen. Ne? Es gibt immer bei Soziologie und dergleichen Verhaltenspsychologie gibt es immer die Hardliner, die sagen, ja, es ist nur, Sozialisierung ist nur durchs Umfeld geregelt. Und die anderen, die sagen, nee, ist alles genetisch, ist alles schon vorbestimmt, wie du wirst. Und die Wahrheit ist halt, liegt halt wie so oft dazwischen drin. Ne? Jeder, der euch sagt, das liegt nur an dem oder nur an dem, ist ein dämlicher Vollidiot. Aber das hat man zum Beispiel auch, habe da eine Dokumentation gesehen, abartiges Experiment. Da hatten sie damals in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren in Amerika, hat man Adoptionen durchgeführt, und zwar, wenn Zwillinge oder Drillinge, da gab es dieses berühmte Drillingstrio, bewusst in ganz unterschiedliche soziale Konstrukte vermittelt, ohne dass sie voneinander wussten, und hat die dann immer wieder besucht, um die praktisch als lebende Versuchskaninchen zu benutzen. Und das war zwar eine abartige Bastardaktion, weil man mit dem Leben von Menschen spielt, aber die hatten halt Erkenntnisse gewinnen können, sodass gewisse Sachen wohl wahrscheinlich genetisch einen höheren Einfluss durch die Genetik haben, so Präferenz, was Partner angeht und dergleichen, oder eine Affinität, eine Suchterkrankung zu entwickeln oder dergleichen.
aber ganz viele andere Sachen in der Charakterbildung, natürlich auch sehr viel vom sozialen Umfeld und vor allem eben von der Erziehung, insbesondere in der frühkindlichen Phase, abhängen. Und natürlich, was du in der frühkindlichen Phase da kaputt machst, das kannst du oft dann auch nicht mehr reparieren. Es liegt sehr, sehr viel Wahrheit drin in dem guten alten Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und das hat man bei ihm halt komplett verpasst. Ne? Das hat man komplett verpasst. Da ist bei der Erziehung auch einfach mal alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. In Kombination damit, dass er natürlich genetisch jetzt nicht unbedingt das Große losgezogen hat. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass du kannst theoretisch einen Menschen klonen. Du kannst diesen Menschen in der gleichen Situation, also klonen, weil man quasi die genau gleichen Umstände dieser Person haben will. Du klonst einen Menschen und sorgst dafür, dass beide Menschen in gleichen Umständen und der gleichen Situationen mit den gleichen Menschen aufwachsen, in wirklich der gleichen Situation. Das ist unmöglich, Rainer. Es ist also Das ist absolut unmöglich, Rainer. exakt der gleiche Mensch in der gleichen Position. Das ist meine persönliche Theorie. Ja, die ist halt dumm. Weil das nicht umsetzbar ist. Du kannst ja die Leute, da müsstest du ja die ganze Familie, in der er aufwächst, das komplette Umfeld, alles müsstest du ja klonen. Du müsstest ja das praktisch in einem Paralleluniversum machen, dieses Experiment, das absolut identisch zu unserem Universum ist. Um da wirklich komplett auszuschließen, dass nicht irgendwelche anderen Faktoren reinkommen. Ne? Denn wenn du sagst, oh, der wächst in derselben Familie auf, dann ist schon wieder der Faktor drin, Moment, dann wachsen sie aber auch als Geschwister auf. Das beeinflusst die extrem. Ne? Wenn sie nebeneinander aufwachsen, der Klon und der eigentliche Mensch. Wenn du ihn aber in eine andere Familie tust, dann wächst er nicht im exakt gleichen Umfeld auf. Das ist absolut dämlich, Rainer. Den Gedanken habe ich nach dem ersten Satz, wo du ihn geäußert hast, ist der schon komplett hanebüchner Bullshit. Und jeder Mensch mit 5 Cent Hirn, der irgendwann mal irgendwo in der Schule Sozialkunde hatte, schmeißt ihn sofort beim Fenster raus. Du hast wirklich die exakt kontrolliert gleiche Situation. Trotzdem werden beide Menschen anders. Obwohl sie dieselbe Person sind und obwohl sie sind die komplett dieselbe Person in komplett derselben Situation mit allen Menschen und allem drum und dran. Die gleichen Gespräche, die gleichen Worte. Man wird nicht in der Lage sein, die Person im gleichen Umfeld aufzusehen. Rainer, das ist unmöglich zu bewerkstelligen und dementsprechend ist diese Aussage auch unmöglich so zu treffen. Ziehen, weil das fängt schon mit der Visualisierung an. Was ich damit sagen will, du hast einen Menschen, der. Warte kurz, ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Ja. Rainer, das würde ich mir vielleicht vorher überlegen, bevor du deine riesengroße Theorie rausballerst. Der tut jetzt so, als hätte er diese Theorie, das ist eine dieser Themen, über die er immer so nachdenkt. Ne? Der nachdenkliche Lord. Da sitzt er dann auf seinem Nachdenkfelsen in dieser Denkerpose und grübelt über die Welt. Ja? Und über die Menschheit und über alles und über das Leben an sich. Und die Erkenntnisse, die er da getroffen hat, so in diesem meditativen Zustand, die gibt er jetzt zum Besten. Nein, Rainer, du ziehst dir das gerade on the fly aus dem Arsch. Deswegen ist es auch fürchterlich hart. Ich meine, klar, das wäre nicht weniger Hanebüchen, wenn er da lange drüber nachgedacht hat, da sind wir uns auch alle einig, weil er halt HDS hat, aber wie er es wieder verkaufen will. Ja, wie sag ich das jetzt? Wie sage ich das jetzt? Es lenkt halt ab von, Moment, ich brauche kurz Zeit, um mir die Geschichte im Kopf fertig zu rendern. Also, du hast einen Menschen. Dieser Mensch hat. Warte, wie erkläre ich das? Ja, wirklich. Okay. Am besten gar nicht, Rainer. Am besten gar nicht. Und das Geile ist, Rainer ist wie so ein, wie so ein schlechtes, wie so eine schlechte Videostreaming-Plattform. Ne? Eine, die buffert und wenn sie dann die nächste Sekunde vom Video gebuffert hat, sofort das Video weiter startet und eine Sekunde später wieder merkt, scheiße, ich muss schon wieder buffern. Anstatt erstmal einen größeren Teil vorzubuffern und dann vielleicht eine lange Pause zu haben
und dir dann das Video am Stück geben zu können. Ne? Nee, Rainer rendert das nächste Wort in seiner Argumentationskette, wird fertig gerendert und sagt, jetzt hab ich's, weiter geht's. Und dann geht er ein Wort weiter und dann steht er wieder vor der nächsten geistigen Wand. Scheiße. Windows-Absturz-Sound. Bitte jetzt hier einfügen. Setz einen Menschen in einen leeren Raum. In diesem leeren Raum steht ein Tisch. Du nimmst beide Menschen, ne? Jeder in seinen eigenen Raum, jeder mit einem Tisch. Legst auf diesen Tisch 3 Dinge. Keine Ahnung. Sagen wir mal einen Stift, ein Blatt Papier und ein Radiergummi. Gutes Beispiel. Ist, glaube ich, sogar aus einer psychologischen Ding irgendwie. So. Ja. Du sagst nicht, was die Person machen soll. Du setzt die Person nur in diesen Raum mit diesem Tisch, mit dem Schreibtisch, also nur mit diesem Tisch, mit einem Stuhl, mit dem Blatt Papier, einem Stift und einem Radiergummi. So. Und die Person ist genau dieselbe. Aber die eine Person, obwohl es ein Klon ist, der eine wird sich erst den Radiergummi nehmen, der andere wird sich erst das Blatt Papier nehmen. Oder den Stift. Die eine Person will vielleicht was malen, die andere Person will rumlaufen und sich den Raum anschauen. Und schon in dieser Situation, in dieser minimalen Sekunde, in der die Person nicht die gleiche Handlung ausführt, Ja. obwohl es die gleiche Person und in der gleichen Situation, in der gleichen Umständen ist, hast du schon die Situation, dass beide ein anderes Umfeld wahrnehmen. Der eine Irgendeinen Film gesehen oder sowas. nimmt den Tisch mit den Schreib- und Zielen wahr, wo er sich hinsetzen kann. Der andere nimmt wahr, dass er rumläuft und sich mal erstmal umschaut. Wo ist er? Was macht er? Rumläuft, Rainer, rumläuft. Deutsch, Grammatik und so. Was ist hier los? So. Und in der Situation hast du schon 2 unterschiedliche Anschauungspunkte. Weißt du, allein diese Kleinigkeit, dass der eine, beide schauen auf eine weiße Wand, dem einen fällt ein schwarzer Punkt auf, dem anderen nicht. Schon hast du eine andere Perspektive der Person. Ja, Rainer, aber dann ist die Wand auch nicht weiß. Wenn da schwarze Punkte drauf sind, ist keine weiße Wand, Digga. Und damit verändert sich auch schon die komplette Einstellung und die komplette Perspektive oder die ganze Weltanschauung der Person. Das ist natürlich jetzt sehr radikal ausgedrückt. Nee, das ist hageldumm ausgedrückt, Rainer. Es ist hageldumm ausgedrückt. Das ist einfach nur pseudodiebes Geschwurble. Oh, du hast einen Raum und dann nimmt der eine und der andere, denkt da mal drüber nach. Nein, muss ich nicht, weil es dumm ist, Rainer. Ich verschwende meine geistigen Kapazitäten nicht damit, über dumme Dinge nachzudenken. Außer wenn ich jetzt hier diese Videos aufnehme. Da verschwende ich meine geistigen Kapazitäten sehr, um über dumme Dinge nachzudenken, aber es liegt in der Natur der Sache. Keine Ahnung, vielleicht hilft es ja, wenn man einmal mit einem nicht ganz so dummen Blick auf die Nummer da drüber gucken kann. Das ist aber meine persönliche Meinung. Du kannst niemals die gleiche Person in welcher Form auch immer machen, weil selbst wenn es die gleiche Person, selbst wenn es die gleiche Seele wäre, wenn die Person... Ja, jetzt kommen die tief in den philosophisch-theologischen Bereich rein. Aus dem soll es sich auch raushalten, ne? Weil da sind ja noch mehr Bullshit-Traps drin als sonst überall, ne? Gerade so theologischen Bereich. Uiuiui, ne? Weil das Individuum einen kleinen Unterschied wahrnimmt und das ist zwangsläufig so, weil es reicht nur ein kleiner Ausschlag, deine Augen gehen nach links anstatt nach rechts oder nach oben oder nach unten oder diagonal durch den Raum und schon hast du eine andere Perspektive als die andere Person. Ja. Weißt du? Und das ist so meine Meinung dazu. Du kannst, wie gerade für kranke Themen haben, heftig, du kannst halt niemals die gleichen Umstände unter welchen Bedingungen auch immer ausführen. Das funktioniert nicht. Rainer, du hast vor 5 Minuten genau das Gegenteil behauptet. Du hast angefangen mit, wenn du 2 Klone unter den exakt selben Bedingungen großziehst, kommen 2 unterschiedliche Menschen raus. Dann habe ich gesagt, man kann exakt selben Umstände nicht erzeugen für 2 Menschen. Egal, ob sie geklont sind oder nicht. Und Rainer, wie gesagt, ne, eineige Zwillinge sind praktisch as good as. Ne, die sind genetisch identisch, genauso wie Klone. Dementsprechend, let's go. Ne? Und es sind ja, habe ich ja gesagt, schon entsprechende Experimente auch durchgeführt worden. Aber es kommt halt alles irgendwo an seine Grenzen der Realität. Ja. Und deswegen kannst du auch keinen Menschen auf der Welt in irgendeine Situation bringen, in der er oder sie das tun, was sie tun sollen, weil jeder halt seine eigenen Perspektiven und Sichtweisen hat. Ja. Ja, und Juckt würde jetzt eine sehr reflektierte, sehr vernünftige deutsche Influencerin sagen. Oh, Leute. Hier diese Nummer, wo Sarahs Vegan Space auf Sinans Woche reagiert hat.
das Comedy Gold einfach. Das Comedy Gold. Das ist, wie wenn du irgendein kompliziertes, so eine komplizierte Puzzlebox, die ein durchschnittlich intelligenter Mensch vielleicht in 5 Minuten gelöst hätte, wie wenn du das irgendwie einem Schimpansen gibst, ne? Es wird wahrscheinlich beschädigt und eine Kacke beschmiert sein, wenn du es wieder kriegst, aber gelöst ist es nicht. Das ist so das, was du bekommst, wenn Sarahs Vegan Space auf irgendwas reagiert, was von jemandem gemacht wurde, der auch nur ein bisschen IQ hat. Also niemand aus ihrer Bubble. Ja, ist richtig. Also, das ist ja auch der Grund, warum Zwillinge, also eineiige Zwillinge, obwohl sie die gleiche DNA haben, so teilweise richtig unterschiedlich werden. Einfach, weil es immer irgendwelche Unterschiede gibt in der Erziehung. Du kannst nicht zwei Menschen komplett exakt gleich behandeln. Die haben nie so die gleichen Erfahrungen. Vielleicht wird einer in der Schule besser angenommen als der andere, keine Ahnung was. Es fängt ja eigentlich auch schon an im Mutterleib. Vielleicht kriegt einer von den Zwillingen nochmal eine andere Dosis Hormone mit ab oder was weiß ich. Glaube ich nicht, weil man sich ja, also, ne, die kriegen dann schon die gleichen Hormone. Das Problem ist halt auch einfach, eineiige Zwillinge sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber wie gesagt, sie leben halt, sie können halt nicht im selben Raum existieren. Sie können nicht 1:1 dieselbe scheiß Erfahrung machen wie der andere. Das geht nicht. Dementsprechend werden sie sich natürlich immer ein bisschen anders entwickeln. Aber ich weiß auch nicht, warum da jetzt gerade wieder ewig drüber schwadroniert wird. Weil es auch vollkommen. Wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Wir haben vorhin noch über Mobbing geredet, oder? Ja. Also, das ist ja so allumfassend. Aber das ist ja im Prinzip auch schon, wie ich gesagt habe. Ja. Zwillinge ich habe früher immer Zwillinge als Beispiel genommen, aber ich habe mich mittlerweile auf Klone umgesetzt, weil man Klone ja quasi, ein Klon ist ja quasi nochmal krasser, ne, weil es ja wirklich. Nee, Rainer, das stimmt nicht, weil eineiige Zwillinge sind genetisch identisch. Ne? Das ist, wenn du keine Ahnung, am Mordtatort eine DNA-Spur findest und der Täter ist einer von 2 eineiigen Zwillingen, dann wirst du anhand dieser DNA-Spur nicht eindeutig nachweisen können, wer der Täter ist, weil die DNA identisch ist, Rainer. 100% die gleiche Person ist mit der gleichen DNA, mit der gleichen Hormondosis und so weiter und so fort. Ja. Also du kannst diese Person nicht genauer kopieren, als sie schon ist so. Rainer, du hast nicht verstanden, was eineiige Zwillinge sind. Und das ist halt genau der Punkt, um den es da dabei ging. So, du hast halt wirklich die exakt gleiche Person und den gleichen Umständen. Also und trotzdem hast du halt nicht die gleiche Person. Theoretisch müsste man dann halt auch beide Klone quasi gleichzeitig starten lassen, so nach dem Motto. Ja. Ansonsten. Wie bei Zwillingen, wie gesagt. Ja. Ich sagte ja, du müsstest eine Situation erschaffen, die eigentlich nicht erschaffbar ist. Ja. Eine wirklich komplett künstliche Person, oder nicht künstlich, sondern eine echte Person, aber halt doppelt. Ja. Unter den komplett exakt gleichen Umständen. Aber das funktioniert nicht. Ja. Weil selbst wenn es die gleiche Person ist, wird der eine nach rechts schauen und der andere nach links schauen. Und schon hat er eine andere Perspektive. Ja, genau. Weil die Person schauen nicht beide nach links, die schauen nicht beide nach rechts. Warum nicht, Rainer? Woher wirst du wissen, dass die nicht beide nach links... Wie? Kann das sein? So ein wannabe-deeper Schmarren habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Die denken nicht im gleichen Moment, ich gehe jetzt. Oder machen nicht im gleichen Moment einen Schritt. Jede noch so kleine Abweichung verändert schon die Perspektive. Ja. Und das ist das, was ich im Prinzip gerade sagen wollte, auch wenn ich es sehr umständlich erklärt habe. Nee, schon richtig. Ich habe es schon verstanden so. Ja. Mit meinen komischen Vergleichen. Nee, das wir schauen uns das jetzt ja noch an bis hier Ende von diesem Kapitel Soziologie, Lord. Und dann sind wir wahrscheinlich auch schon gut über die Pflichtstunde drüber. Da denke ich halt zum Beispiel so drüber nach. Manchmal, wenn ich mich zum Beispiel jetzt in der Situation komplett anders entschieden hätte und gesagt hätte, okay, meinetwegen, okay, du hast den Discord, den alten da gelöscht. Schade, ich lese zwar noch beim Blog, aber ich kommentiere nicht. Wenn ich nicht kommentiert hätte, wäre ich jetzt nicht hier so, weißt du, was ich meine? Manchmal überlege ich so, okay, die nächste Entscheidung, die ich jetzt treffe, wer weiß, was daraus jetzt alles resultiert. Und wenn ich mich anders entschieden hätte, wer weiß, was dann alles passiert wäre. Ja, aber ich würde dir empfehlen, das zu... Alter, das ist, keine Ahnung, das ist kann ja gar nicht so viel kiffen, um so ein Gespräch zu führen, oder? Oh ja, Mann, Bro, weißt du, und das ist krass, so, kann sein, dass du in 5 Minuten eine Entscheidung triffst, Bro, Alter, und die
verändert dann ja dein ganzes Leben so. Das ist schon krass, oder? Was für ein Schmarrn, Leute. lassen, Wieso? so zu denken. Wenn du so denkst, wirst du verrückt. Vielleicht bin ich das ja schon, haha. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil du wirkst auf mich wie ein sehr rationaler Mensch. Pass auf, die Sache ist die, wenn du auf die Art und Weise, ich weiß es, wovon ich spreche, weil ich das nämlich genau so auch denke oder mache. Das Problem daran ist, wenn du jetzt anfängst so zu denken, du wirst auf kurz oder lang in die Situation kommen, dass Bei dir eher kurz. du wirst auf kurz oder lang in die Situation kommen, dass du dagegen auf Dauer nichts mehr unternehmen kannst. Wenn du irgendwann anfängst zu denken, was wäre, wenn, Ja. und dann anfängst, jede Entscheidung, die du triffst, in Frage zu stellen, wirst du irgendwann in die Situation kommen, dass du keine Entscheidung mehr treffen kannst. Ja, Rainer, du musst die Entscheidung schon in Frage stellen, bevor du sie triffst. Wenn du die Entscheidung getroffen hast und schon die Tat umgesetzt hast, dann danach drüber nachzudenken, hat die da die Ware, wenn der Hund nicht geschissen hätte, das ist müßig. Ne, wenn du dich, keine Ahnung, wenn du dich entscheidest, oh krass, ich habe jetzt Bock, ich habe es eilig, ich muss jetzt hier überholen, ne? Dann kannst du dir, bevor du die Entscheidung triffst, kannst du dir denken, ja, aber die Straße ist ein bisschen uneinsichtig und nass und ich mag das Risiko vielleicht doch lieber nicht eingehen. Ne? Also vorher die Entscheidung in Frage stellen. Wenn du die nicht in Frage stellst und einfach überholst und danach querschnittsgelähmt bist, dann hilft es danach nicht mehr zu sagen, boah, wenn ihr jetzt nicht überholt hätte, dann wäre jetzt nicht querschnittsgelähmt. Ja, das hilft dir dann aber nichts mehr. Ne? Da ist dann trotzdem, musst du halt jemanden fragen, der dir den Arsch abwischt. Weil du nämlich jedes Mal denkst, das funktioniert so nicht. Kackduschende gehst. Pass auf, ich habe ADS, ne? Ja. Also eine Aufmerksamkeitsstörung, Aufmerksamkeitsdefizit, wobei ich Einer ist bei dir niemals diagnostiziert worden. Lege meine Hand dafür ins Feuer. Ist bei dir niemals diagnostiziert worden. Du denkst einfach nur, weil das ist eine der Wege, um dein vollkommen überzogenes Selbstbild, dein narzisstisches, irgendwie aufrechterhalten zu können. Ah, scheiße. Das muss es sein. Ich bin gar nicht dumm. kurzem angefangen habe, darüber nachzudenken, ob ich auch hyperaktiv bin. Das habe ich getan, weil ja, es gab halt einfach so die Situation, dass ich halt darüber nachgedacht habe, weil es auf mich so ein bisschen diesen Eindruck machte. Und dann hatte ich jemanden gefragt, der halt weiß, dass ich halt entsprechend nicht Dumm hyperaktiv, bist. sondern dass ich halt entsprechend veranlagt bin. Und Ja, so kann man es auch sagen. Diese Euphemismen immer. Ne? Der halt weiß, dass du hageldumm bist. Sagen wir es doch, wie es ist. Nennen wir es doch beim Namen, Rainer. dann habe ich die Person gefragt, ja, scheiß drauf. Ich hatte halt meine Mutter gefragt mal, ob ich Die Person, die weiß, dass ich. Was hat er gesagt? Okay, warte. Ich will es aber hören. aktiv, sondern dass ich halt entsprechend veranlagt, nicht. Der halt weiß, dass und dann hatte ich jemanden gefragt, der halt weiß, dass ich halt entsprechend nicht hyperaktiv, sondern dass ich halt entsprechend veranlagt bin. Ich hatte jemanden gefragt, der weiß, dass ich entsprechend veranlagt bin. Und jetzt stottert er da umeinander. Also, ich habe meine Mutter gefragt, Digga. Ah, hey, die hat er wenigstens nicht erfunden. Die muss ihn ja irgendwann mal gekalbt haben. So, die muss es geben. Es sei denn, er ist auch so ein Klon aus dem Labor. Und den einen haben sie irgendwie, ne? Den einen haben sie, keine Ahnung, in dem reichen Haushalt aufwachsen lassen. Der ist jetzt super erfolgreich. Und er ist hier zu den Dullis gekommen, nach Mittelfranken. Und look what we made out of him. Und dann habe ich die Person gefragt, ja, scheiß drauf. Ich hatte halt meine Mutter gefragt mal, ob ich halt auch hyperaktiv bin. Und meine Mutter meinte halt, ja, es war bei mir tatsächlich sehr, sehr schwer festzustellen, weil weil man das wohl nicht feststellen konnte bei mir. Ne? Weiß ich nicht, Digga. Glaube ich jetzt schon wieder kein Wort. Als der Rainer da hingegangen ist als Kind. Mama, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Mit mir glaubst du, dass ich hyperaktiv bin? Halt dein Maul, Rainer. Du hast überhaupt nichts geredet mit deiner Mutter. Außer wenn es darum ging, dass du ja Pokémon schauen wolltest und was es zu fressen gibt. Weil aufgrund der Tatsache, dass ich sehr schwer einzuschätzen war, weil jeder Mensch ist ja anders. Und in meinem Fall ist es einfach so, oder war es einfach so, dass ich halt grundlegend
auch eine gewisse Hyperaktivität an den Tag gelegt habe. Nee, du hast einfach eine Impulskontrollstörung und bist Hageldom, Rainer. Du hast kein ADS und du hast kein ADHS, ja, und du hast keine Legasthenie, du hast eine Impulskontrollstörung bis Hageldom. Und diese Hyperaktivität, die ich an den Tag gelegt habe, war aber halt nicht wirklich definierbar. Also mittlerweile weiß ich halt jetzt nicht mehr, bin ich jetzt hyperaktiv oder nicht. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass ich hyperaktiv bin. Nee, Rainer, ich glaube auch nicht, dass du hyperaktiv bist, Rainer. Ich glaub's nicht. Dafür, ich kenne keine so fetten, hyperaktiven Leute. Weil es hat ja was mit aktiv zu tun. Die müssen ja dauernd irgendwas machen. Ne? Ich habe aber gewisse Neigungen, die dazu führen. So, völliger Schwachsinn, was ich gerade erzähle, zum Beispiel auch, das ist wieder Typ. Ja, das ist völliger Schwachsinn, den du gerade erzählst. Schön, dass du selber drauf kommst. Jetzt dann bitte einstellen mit der Schwachsinn-Erzählerei und dann sind wir alle happy. ADSler. Pass auf, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war folgendes. ADS sorgt dafür, willst du mal einen Einblick in meinen Kopf haben? Ja. Ich habe euch beiden. Nein. Rainer, ich weiß über gewisse Teile deines Kopfes Bescheid, ne? Nämlich, dass da gewisse Apartments drin sind und Penthäuser, wo an den Klingelschildern Namen stehen wie Regenbogenschaf, der heilige Ofen, Käse und dergleichen. Und außerdem weiß ich, dass da ganz, ganz, ganz fürchterlich finstere Ecken sind, ne, die im Darknet angesiedelt schon gruselig wären. Sagen wir es so. Ja schon mal erzählt, wie mein Kopf funktioniert, in groben Zügen zumindest. Ja, das kann ich auch erzählen, wie dein Kopf funktioniert, Digga. In deinem Kopf läuft so eine Uhr über drei, da läuft der Zeiger über so 3 Farben drüber. Ne? Und immer, wenn der Zeiger in der einen Farbe ist, nehmen wir jetzt einfach mal grün, rot und gelb, ne? Wenn er bei grün ist, sagt der Ding, ich muss was fressen, ich muss was fressen, ich muss was fressen. Wenn er bei rot ist, sagt er, ich bin geil, ich bin geil, ich bin geil. Und bei gelb ist, ich will daddeln, ich will daddeln, ich will daddeln. Das ist alles. Aber es fängt alles mit ich an. Oben drüber steht die Ich-Uhr. Ich. Ich habe jetzt folgendes Bedürfnis. Dein Kopf ist nicht sonderlich kompliziert. Das ist kein Schweizer Uhrwerk. Das ist eher so ein Quarzding. Ne? Wo halt die Batterie schon ein bisschen schwach ist, schon von Anfang an. Pass auf, während ich hier sitze, ja, und mir hier. Kennt ihr das, wenn ihr eine Armbanduhr habt? Ja, auch nur diese billigen Quarzdinger drin, ne? So eine Fossiluhr oder so. Und dann die Batterie schwach wird und dann der Sekundenzeiger den kompletten Sprung eine Sekunde nicht mehr weitermachen kann. Aber du siehst ihn so zucken. Ja? Der zuckt dann und geht wieder zurück, wo er angefangen hat, so, wenn die Batterie leer ist. So funktioniert Reiners Gehirn. Rede, mache ich gerade ein Puzzle-Game. Dieses Puzzle-Game läuft so, dass ich da ein Level öffne. Ja, komm, jetzt sind wir mit Puzzle-Game, das machen wir auch noch. Dann steht die Zeit still in dem Spiel. So, jetzt habe ich es so, dass ich. Gut, jetzt hat gerade eine neue Version angefangen. Ich habe in dem Spiel so Dominosteine, nicht so Dominosteine, so Lego-Steine. Okay. Warte, ich mache dir mal einen Screenshot. Rainer, aufpassen. Wenn es kein offiziell lizenziertes Lego-Game ist, dann darfst du sowas nicht sagen. Dann sind das Klemmbausteine. Ja? Er klingelt gleich hier der Anwalt von Lego. Frage mal den Held der Steine. Lego ist kein Gattungsbegriff. Also, aus Sicht von Lego und seinen Anwälten heraus, für jeden vernunftbegabten Mensch, jeder vernunftbegabte Mensch sieht das anders. Ne? Wir sagen ja auch, geh mal kurz ein Tempo oder hast du mal Kleenex da oder, ne? So, kennst du vielleicht auch das Game, falls du Handy-Games zockst, weiß ich nicht. Pass auf. Das mache ich übrigens die ganze Zeit schon, während wir reden. Wenn wir jetzt diese Diskussion führen, spiele ich dieses Spiel parallel. So. Ja, das haben wir kaum gemerkt, Rainer. Kaum gemerkt, Rainer. Du hast ja bisher nicht die ganze Zeit da gesessen und hast den Anfang von jedem Satz irgendwie 5-mal wiederholt. Mit es ist dann so, dass nein. Ich bin schockiert. Consider my mind blown. Echt, wirklich? Du hast die ganze Zeit schon irgendwelche komischen Spiele gespielt, während du da irgendeinen Bullshit dahin gestottert hast? Nein. Aber inzwischen sind es Handy-Puzzle-Games. Keine Ahnung, Candy Crush oder so ein Scheiß. Früher war es Cookie-Clicker. Okay.
So, und das Ziel im Spiel ist es so, ich muss jetzt natürlich Orange auf. Im Übrigen, ich habe mal tatsächlich aufgrund dessen, dass ich keine Ahnung hatte, was Cookie-Clicker ist, als ich durch das Drachen-Game darauf aufmerksam wurde, dass es das gibt. Aufgrund dessen habe ich das dann gegoogelt und habe Speedruns gefunden für Cookie-Clicker. Und es gibt anscheinend einen Speedrun, so wie du zu einem bestimmten, also wie du irgendwie alles freischalten kannst oder durchspielen, keine Ahnung, ne, ohne ein einziges Mal zu klicken. Das fand ich dann schon wieder lustig, weil da jemand irgendwie sich Gedanken gemacht hat, die Mechaniken von diesem ganzen Spiel auseinander zu basteln. Ich glaube, das war sogar das Spiffing Brit. Für die Leute, die sich für so nerdige Gaming-Scheiße interessieren, kann ich euch empfehlen, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es vielleicht unter dem Video. Das Spiffing Brit heißt der Kanal. Der sucht sich immer Games raus und schaut irgendwie, welche Mechanics irgendwie sind broken und wie kann ich die aufs Maximale ausnutzen, um irgendwelche wirklich lustigen Dinge mit diesem Spiel anzustellen. Und das finde ich lustig. Das finde ich sehr, das sind dann so Sachen, wie du irgendwelche Loopholes ausnutzt, um dann dir gottgleiche Stats in Rollenspielen zu geben oder dergleichen. Und ich glaube fast, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war bei der Cookie-Clicker-Sache auch so, wir spielen Cookie-Clicker durch, ohne auch ein einziges Mal auf den Cookie zu klicken. Orange, lila auf lila, grün auf grün machen und ich kann die frei bewegen, gerade jetzt wo ich jetzt hier habe. Es gibt aber auch Steine, warte mal, kann ich auf ein vorheriges Level umswitchen? Warte mal, Home? Also dann verliere ich das Leben, okay. Oh shit, Sekunde, jetzt muss ich kurz gucken. Okay, ich verstehe. Oh, und das war auch in Vor-Handy-Zeiten, glaube ich, also in Vor-Smartphone-Zeiten, bin ich mir relativ sicher. Auf jeden Fall, bevor ich eins hatte. Gab es, wenn es um Puzzle-Games ging, gab es mal Armadillo Run, hieß das. Und das war auch funny, weil das war auf Physik basiert und jedes Level war praktisch so, da gab es einen Ball, der irgendwo gespawnt ist, immer pro Level immer an derselben Stelle und da hat es gewisse Ressourcen und gewisse Materialien, die so und so viel gekostet haben pro Ding. Und du musstest praktisch dann irgendeine Konstruktion bauen, um den Ball in ein Ziel zu bringen. Und die musste halt das physikalisch aushalten. Da gab es alle möglichen verschiedenen Varianten, wie sich komplett verrückte Nerds dann da überlegt haben, wie sie das machen. Ja? Und das ist auch funny. Okay. Also, du siehst die hellblauen Steine. Ja. So, und die hellblauen Steine haben jetzt, wenn ich die anderen, okay, das habe ich jetzt so gemacht, bin schon fertig mit dem Level. Die hellblauen Steine haben Zahlen, sobald ich die anderen Steine bewege. Und wenn ich einen Stein auflöse, das heißt, wenn ich den grünen durch grün jage, den lila durch lila und so weiter, dann zählt das runter. So, und sobald die runter gezählt haben, sehe ich die Farben der hellblauen Steine. Also grün, blau und so weiter. Okay. So, und es ist also so ein Spiel, wo du wirklich denken musst. Ja. Das ist schwierig, Rainer. Das ist schon schwierig. Aber Rainer, Spiele, bei denen du nicht denken musst, sondern irgendwas mit den Fingerfertigkeit beweisen musst, ist auch nichts für dich. Ja, das ist halt schon dumm, wenn man dumm ist, gell? Und dann 2 linke Hände mit 10 Daumen. Man muss also davon ausgehen, dass mein Gehirn auf einem gewissen Maß. Gehirn! Rainer, sprich nicht über dein Gehirn, wenn du das Wort nicht aussprechen kannst. Gehirn! Arbeitet, während ich mit dir rede, während ich dieses Puzzle mache. Ja. So, jetzt habe ich aber manchmal Steine, die bloß von oben nach unten, von links nach rechts gehen. So, ich bin jetzt auf 26. Ich habe übrigens mit 0 angefangen, als wir angefangen haben zu reden. Ich habe jetzt 25 Level in der Zeit gemacht, wo wir Du bist ein ganz toller Hecht, Rainer. reden, während wir über solche Themen reden. Ja. Damit Ganz ehrlich, ich krieg das auch hin. Ich habe das lass mich nicht lügen. 12, 13 Jahren habe ich Candy Crush auf dem Handy gehabt und habe das gespielt in der U-Bahn. Weil ich sonst nichts Besseres zu tun hatte. Aber ich krieg das auch hin, Candy Crush 25 Level zu spielen, während ich mich mit jemandem unterhalte. Ist nicht so anspruchsvoll, Rainer. Ich weiß, er spielt jetzt nicht direkt Candy Crush, sondern irgendein Klemmbausteinspiel. Aber vom Prinzip her ist das dieselbe Scheiße, oder? Verschiedene Farben, du musst es irgendwie matchen. will ich dir das sagen. Ich meine, ich habe ein, zwei Mal pausiert, aber in erster Linie lasse ich es halt weiterlaufen. So. Und damit will ich dir sagen, mein Kopf arbeitet an solchen Projekten, an solchen teilweise leichten, Reini ist ein ganz besonderer Mensch. Der kann
viel besser arbeiten, ganz viele Prozesse gleichzeitig. Reini ist Dr. Manhattan aus Watchmen, jetzt wissen. Der kann gleichzeitig hier das Bärchen anlügen und beglücken und währenddessen bahnbrechende neue Technologien erschaffen und philosophieren über irgendwelche soziologischen Experimente und nebenher spielt dann noch dieses hochanspruchsvolle Puzzle-Game. Weise schweren Leveln, das ist unterschiedlich eingestellt. Parallel denke ich über die Sachen nach, über die wir reden. Parallel denke ich teilweise an mein Buch. Teilweise habe ich hier einen Porno offen. Also ich schaue nicht den Porno an, sondern ich habe die Webseite offen, wobei ich jetzt zwischendurch auf meine Google-Mail gewechselt bin, wo allerdings nichts ist. Habe aber mit der Maus schon seit fast einer Viertelstunde jetzt über mein Remonster. Ich habe Remonster wieder angefangen, diese Serie. Auch Anime. Und habe die ganze Zeit dieses Bild von dem Hauptcharakter Ogoro da und habe dann immer wieder auch mal dran gedacht. Habe parallel im Hinterkopf, jetzt gerade nicht, aber manchmal habe ich dann eben noch Musik im Hintergrund laufen. Das ist ganz creep teilweise, würde ich sagen. Ja. Ich höre also in meinem Hinterkopf Musik, während mein Kopf an verschiedenen Themen, teilweise auch komplexeren Problemen arbeitet, während ich visuell und, ich wollte jetzt sagen physisch, ist aber nicht richtig, während ich... Kognitiv, Rainer, kognitiv. Du versuchst uns hier gerade zu verkaufen, dass du ein verkanntes Genie bist mit einem nicht messbaren IQ, der einfach nur deswegen in jeder einzelnen Sache, die er anfängt, ne, geistig versagt, ne, weil er alles Geistige gleichzeitig tut und deswegen ist alles scheiße. Er macht einfach zu viel. Und er kann da nicht dran rütteln. So, es läuft einfach alles gleichzeitig ab. Nee, Rainer, du bist einfach hageldumm. Und in dem Moment, in dem mich jemand fragt, hier kannst du kacken und schwitzen gleichzeitig, dann brennt dir oben der Prozessor durch, Rainer. Verkauf dir jetzt nicht irgendwie als, du bist alter 58er. Aber das passt natürlich wieder ins narzisstische Selbstbild nicht rein. Das kann gar nicht sein, dass er einfach dümmer ist wie 98% aller anderen Menschen. Das geht nicht. Weil er ist der Rainer, er ist der höchste Wesene. Der Gott-Imperator von seinem eigenen erfundenen Dulli-Universum. Kommunenlord. Wie nennt sich das? Ich habe jetzt den Begriff vergessen. Das passiert natürlich dann auch, dass ich gerne abschweife. Also ich arbeite mental an einem Spiel, oder ich spiele ein Spiel, wo ich auf mentaler Ebene an Problemlösungen arbeite, weil ich das Spiel ja lösen muss. Ja, Rainer, das ist ungefähr so, wie wenn du jemandem Erwachsenen hier dieses Kinderspielzeug aus dem Kindergarten gibst, ne? Das Runde muss ins Runde, das Eckige ins Eckige, das Sternförmige ins Sternförmige. Und dann dich nebenher noch unterhältst über, sind wir mal ehrlich, das in dem Soziologie-Ding vollkommen hirnlosen Bullshit. Ja, da sitzt ja jeder durchschnittlich intelligente Mensch auf einer Arschbacke runter. Übrigens Zeit für jedes Level, ne? Also siehst du ja oben auch, ich weiß gar nicht, es waren glaube ich 2 Minuten oder so. Das war natürlich noch ein recht leichtes Level, also so sieht das Level jetzt aus. Das ist jetzt direkt das nächste Level, habe ich jetzt gerade angefangen. Werde ich jetzt dann gleich mal gucken. So. Und solche Sachen mache ich halt parallel. Und Rainer, das macht sich auch nicht gut. Du willst dieses Bärchen klar machen. Rainer, du sprichst mit der darüber eine Beziehung zu führen und Kinder zu kriegen und dir eine Zukunft aufzubauen. Und du bist immer noch nicht der Meinung, dass diese Person es wert ist, deine komplette Aufmerksamkeit zu genießen, wenn ihr euch miteinander unterhaltet. Du glaubst zwar gerade, dass das ultra cool ist, das flext, was du alles noch machen kannst, nebenher, während du dich mit dem Bärchen unterhältst. Ja? Du glaubst, oh, dann denkt die sich, ich bin das Superbrain einfach so, ich kann so viele Sachen gleichzeitig machen. Nein, was die sich denkt und was sich jeder vernunftbegabte normale Mensch denkt, ist, Moment mal, warum bin ich es nicht wert, seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn wir doch eigentlich so close sind miteinander? Warum ist es notwendig, dass der sich noch bin ich so langweilig und so ätzend, dass er sich denkt, ja, komm, lass die mal reden, der erzählt noch irgendwas, aber ich habe hier Wichtigeres zu tun. Das ist nicht sexy, Rainer. Okay. Ich will jetzt am Anfang, oh, jetzt muss ich schon loslegen, merke ich gerade. Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich das Level nicht angeschaut habe.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich halt immer. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich war auch mal sehr, 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 sehr unreif. Und ich hatte eine Phase, da war ich auch ja ein bisschen addicted zu MMO Role-Playing Games. Und zwar nicht World of Warcraft, sondern Dark Age of Camelot. Und ich hatte damals dann häufiger dann abends auch mal mit meiner Freundin, mit einer damaligen telefoniert und nebenher halt gegamed. Ne? Ich habe halt da nichts großartig Anspruchsvolles gemacht, aber halt mir gedacht, ja, nebenher Charakter hochleveln. Ne? Morgen ist ein Raid, dann brauche ich den auf so und so Level. Dann stehst du halt am selben Spot und killst immer wieder dieselben Mobs 300.000 Mal. Aber es lenkt halt trotzdem ab. Und natürlich hat die das gemerkt und natürlich ist die Apeshit gegangen. Und natürlich vollkommen zu Recht. Natürlich vollkommen zu Recht und natürlich ist diese Beziehung auch in die Brüche gegangen. Weil die auch gesagt hat, hey, Kasper, du bist einfach nicht in der Lage, dich komplett auf mich zu konzentrieren, wenn wir Zeit zusammen verbringen. Und ich möchte halt einfach nicht, wenn wir Zeit verbringen, egal ob jetzt im selben Raum oder am Telefon, möchte ich einfach nicht, dass ich jetzt zweite Geige spiele, dass du einfach bloß mit mir Zeit totschlägst oder dass du ein Hintergrundrauschen als Unterhaltung hast, während du eigentlich auf was anderes konzentriert bist, sondern ich hätte dann gerne, es hat auch was mit Respekt zu tun, ne? Begreift er nicht. Begreift er bis heute nicht. Der Mann ist Mitte 30. Ne? Ganz ehrlich, ich würde, wenn ich eine Zeitmaschine hätte beim damaligen, gehe ich auch ordentlich aufs Dach kacken. Weil es einfach eine Arschlochaktion ist. Daddeln, während man sich mit jemandem unterhält. Vor allem, wenn es die eigene Partnerin ist. Von der er glaubt, dass sie es ist. Immer wieder mal gucken muss, wo ich halt anfange mit dem Ganzen. Und während ich die Problemlösungen nebenbei mache, rede ich mit dir über irgendwelche Themen. Parallel laufen noch irgendwie andere Geschichten in meinem Kopf ab. Und das sind halt so Sachen, das ist halt für mich als ADSler eigentlich vollkommen normal. Aber du und die. Ja, Rainer hat einen Supercomputer im Kopf. Ne? Ist halt nur leider kein Netzteil angesteckt. Oh, meine Fresse, ja. Oder er hat irgendwie eine 1500 Euro Grafikkarte, aber Pentium 2 Prozessor drin, mit 750 MHz. Und das war mein erster Rechner. Mein Bruder hat einen Pentium 3, der hat einen Gigahertz. 1 Gigahertz Prozessor, das war mindblowing. Ne? Ein Brenner war da drin. Krasse Nummer damals. Krasse Nummer. Ach komm. Machen wir Gönjamin bis ans Ende von dem Video hier. Dann haben wir nämlich beim nächsten Mal nur noch ein Video übrig. Aber dazu holen wir jetzt noch halbe. So, das haben wir wieder. Prost beieinander. Wulli, habt ihr euch schon gewundert darüber, dass ich halt so, oder habt zumindest gesagt, dass es krass ist, wie multitaskingfähig ich bin. So. Ja. Für mich ist das nicht krass. Das ist für mich ganz normal so. Ja. Und das ist das, wo ich immer sage, Leute, haltet es in Grenzen mit der Speerlutscherei. Der glaubt das alles. Der nimmt das für bare Münze. Und auch wenn sich danach 1000-mal rausstellt, dass das Bärchen waren und Haterinnen und dass die den immer nur verarscht haben, in seinem Kopf bleibt fest eingebrannt, die waren total begeistert davon, wie multitaskingfähig ich bin. Boah, schaut's mich an, was ich für ein toller Hengst bin. Weil diese negativen Geschichten, die verdrängt er ganz schnell wieder. Das, was sein eigenes narzisstisches Selbstbild bestätigt, das wird tief ins Gedächtnis, ins Spatzenhirn eingebrannt. Und was am Ende von dieser ganzen Nummer hängen bleibt, ist, erstens, die zwei sind Haterinnen und Abschau, mit denen sollte man sonst was machen. Und zweitens, ich bin ganz toller Hengst, weil die trotzdem Interesse an mir hatten und weil ich ja so multitaskingfähig bin und alles Positive, was sie dem hier speerlutschenderweise irgendwie da gesagt haben, das bleibt alles hängen und es baut weiter in seinem Spatzenhirn dieses vollkommen überzogene narzisstische Selbstbild vom großen Krieger und vom Gott-Imperator of Mankind, auf der er halt einfach nicht ist. Und umso hanebüchner werden beim nächsten Mal wieder die Geschichten und die Erzählungen. Sowas zu machen. Ja? Also das ist, für mich ist das nichts Besonderes. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, mittlerweile habe ich den Faden komplett verloren. Wir hatten ja vorhin über irgendwas weswegen haben wir jetzt über dieses Thema gesprochen? Ja, du bist ganz toll multitaskingfähig.
Du hast in den letzten 20 Minuten Faden ungefähr 30 Mal verloren. Du Multitasking-Gott. Das ist nämlich so eine Sache, wenn man nämlich irgendwie multitasking-fähig ist, dann verliert man nämlich nicht permanent den Faden. Ich bin überhaupt nicht multitasking-fähig, Digga. Und das, was man als Multitasking beschreibt, ist halt auch die Fähigkeit des Gehirns, in kurzer Zeit sehr oft zwischen zwei verschiedenen Handlungen hin und her zu schalten, um die simultan, nicht gleichzeitig, sondern simultan zu machen. Ne? Aber in dem Moment, keine Ahnung, wenn ich jetzt links und rechts ein Klemmbaustein-Set zusammenbaue, ne, es ist beides mal dasselbe Klemmbaustein-Set zum Beispiel. Und angenommen, ich wäre links und rechts mit den Fingern genau gleich gut, ne, wären jetzt nicht irgendwie Rechts- oder Linkshänder. Und ich stecke die relativ zeitgleich irgendwie aufeinander, die Steine. Dann ist aber in dem Moment, in dem meine linke Hand diesen Klemmbaustein auf den anderen Klemmbaustein setzt, konzentriert sich mein Gehirn zu 100% darauf, das zu tun. Auch wenn es fast gleichzeitig passiert. Ne? Mit irgendwas mit, ich soll nicht immer drüber nachdenken, was passiert. So. Ja. Entschuldigung, ich habe das Level übrigens abgeschlossen. Sehr gut. So. Applaus, Rainer. Applaus. 26 Level in 30 Minuten. Rainer, du bist das. Rainer, du bist der multitasking-fähigste, großartigste Mensch aller Zeiten. Dass das Bärchen, die jetzt noch keinen Heiratsantrag gemacht hat, ist eine Farce. Also es ist im Prinzip so, du sollst nicht darüber nachdenken, weil du irgendwann, genau, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Also, Gott sei Dank, Rainer. ich hatte ja vorhin gesagt, du sollst nicht darüber nachdenken, was wäre wenn, weil wenn du das nämlich tust, bist du irgendwann handlungsunfähig. Nein, Rainer, du verstehst es auch bis heute nicht. Rainer, was wäre wenn, ist die Frage, deren Vermeidung dich in diese Bredouille gebracht hat, dass dein komplettes Leben den Gully runtergegangen ist. Was wäre, wenn, ist die Frage, die du dir so oft hättest stellen sollen, anstatt einfach nur impulsmäßig zu handeln. Ne? Fangen wir relativ früh an, so. Du hast dir überlegt, du wirst jetzt der große Internet-Zampano. Und dann hättest du dir denken müssen, was wäre eigentlich, wenn ich scheiße bin da drin? Wenn ich halt nicht Gronk bin oder Blabli oder sonst irgendwas, ne? Dann läuft das richtig kacke. Und dann mache ich mich im Internet so, ups, lass lieber bleiben. Ne? Natürlich ist das auch mit einer ordentlichen Selbstreflexion. Ich möchte niemanden irgendwie sagen, bevor du irgendwas anpackst, mach lieber nicht, weil du könntest scheitern. Ne? Aber versuche eine Was-wäre-wenn-Frage zu stellen vorher und daraus mit Selbstreflexion, sagen wir mal, so eine grobe Idee zu kriegen, ob das umsetzbar ist, ob das erfolgreich sein kann. So objektiv wie irgend möglich. Ne? Nicht einfach machen. Leute, die immer nur einfach machen, die können ein paar Mal Glück haben, aber das halt Lebenslauf-Gambling. Wenn du dir nie Gedanken darüber machst, was kommt eigentlich am Ende dabei raus, und einfach immer nur machst, ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, wer hat den Film Der Ja-Sager gesehen? Das ist halt dumm. Er hier. Er erzählt jetzt hier, was wäre wenn. Ne? Und ich weiß, wovon ich spreche, weil in meinem Kopf, wenn ich mit dir jetzt zum Beispiel schreibe oder mit dir rede oder mit dir zu tun habe, dann gehen in meinem Kopf tausende Bilder durch. Das ist kein Witz. Ja, Bilder, die so aussehen, als wäre sie sehr eng. Okay. Ich denke dran, was ist, wenn du eine Haterin bist. Ich denke dran, was, wenn du keine bist. Auch da. Rainer, man lernt doch mit seinen Erfahrungen. Ne? Was, wenn sie jetzt eine Haterin ist? Nein. Ja, dann passiert das, was immer passiert. Dann passiert das, was mit den letzten 20 Haterinnen passiert ist, die irgendwie Scheiße geleakt haben von dir. Und es passiert das, was mit den nächsten 20 Bärchen passiert, die irgendeine Scheiße leaken von dir.
Weil immer dieselbe Scheiße passiert. Der Einzige, der sich dann jedes Mal wieder Gedanken macht, oh mein Gott, was könnte jetzt hier alles passieren? Und vollkommen überrascht ist, wenn sich dann doch wieder herausstellt, dass eine Haterin ist und dass alles geleakt wurde. Der Einzige, der damit nicht klarkommt, bist du, der das nicht checkt. Jeder von uns weiß es. Keine Ahnung, alle Leute, die ich kenne im Game, sagen, ja komm, schade, wenn mal wieder so ein bisschen schwächere Leaks rauskommen, Bärchen-Leaks, dann gesagt, ja, oh, diesmal war es ein bisschen schwach, aber hey, komm, in einem halben, dreiviertel Jahr hier veröffentlicht das nächste Bärchen irgendwelche Leaks. Und ein halbes, dreiviertel Jahr danach kommt das nächste. Ne? Das ist wie eine Fußball-Weltmeisterschaft. Da gewinnst du dieses Mal nicht, in 4 Jahren ist die nächste, let's go. Der Einzige, der jedes Mal wieder überrascht ist, wenn Fußball-Weltmeisterschaft im Fernsehen läuft, bist du. Ich denke daran, was ist, wenn wir uns treffen? Dann habe ich irgendwo in meinem Hinterkopf, weil ich nun mal so bin, halt auch irgendwelche Sexspielchen schon im Kopf. So bin ich einfach. Dann Da war jetzt wenigstens einmal ehrlich. Da können wir uns Props geben. Da war er wenigstens einmal ehrlich. Es ist nicht sonderlich klug, als, sagen wir mal, Anmachtheorie, dem Bärchen zu sagen, hey du, in dem Moment, in dem wir unseren ersten Kontakt haben, habe ich sofort daran gedacht, wie ich dich bimsen will. Ist, aber immerhin war er ehrlich. Ne? Wir nehmen, was wir kriegen können. bin halt auch ein Mann. Dann habe ich im Kopf, Nicht jeder Mann ist so drauf, ne? Nicht jeder Mann ist so drauf. weil du diese Bilder in meinen Kopf gesetzt hast, muss man an der Stelle sagen. Dann habe ich im Kopf, was, wenn wir Kinder kriegen, was, wenn du schwanger bist und keine Ahnung. Das sind alles so tausende verschiedene Sachen. Was? Ja, das ist auch vollkommen müßig, Rainer. Wie war es denn bei den letzten 20 Bärchen, mit denen du dich unterhalten hast? Ist da jemals irgendwann eine Beziehung rausgekommen oder Snoo oder Kinder oder sonst irgendwas? Nichts, gar nichts. Ist jedes Mal dasselbe Ding gewesen. Warum machst du dir dann da Gedanken drüber? Warum machst du dir da Gedanken drüber? Keine Ahnung, wenn ich 20 Mal auf die heiße Herdplatte lang und mich verbrenne, dann denke ich mir, beim 21. Mal denke ich mir, aber was, wenn die dieses Mal kalt ist, wenn sie rot leuchtet? Psst. Verflixt! Diese Hater wieder. Der kommt dann auch einfach nicht drauf, unten einfach den Knopf auf 0 zu drehen, Digga. Wäre wenn, ja? Ja. So arbeitet mein Kopf. Aber genau das ist halt so die Sache. Ich habe irgendwann gelernt, ich muss mich davon distanzieren. Zumindest was die. Was dir? Jetzt werde ich müde, merke ich gerade. Ja, ich werde auch. Digga, aber sowas. Aber komm, das sind jetzt noch 2,5 Minuten. Die ziehen wir jetzt durch, dann haben wir dieses Mal. Oh ja, wir sind schon bei über 1,5 Stunden. Aber heute macht es mir Spaß. Let's go. Ich muss mich davon distanzieren, zumindest was die. Was dir? Was dir? Alter, das war jetzt das dritte Was dir in Folge. Lebensweise angeht. Weil wenn ich nämlich anfange. Jetzt habe ich vor lauter Was dir nicht mehr mitgekriegt, was er eigentlich sagen wollte. Eine Sekunde, ich lausche. Die Lebensweise angeht. Lebensweise, okay. Ja, über seine Lebensweise, da brauchen wir jetzt auch, das hatten wir heute schon. 250 Kilo Nazi-Putze zu, bis arbeitslos, ne? Weil wenn ich nämlich anfange, darüber nachzudenken, das ist ein nerviges Level. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, mit was wäre wenn, dann könnte ich irgendwann in meinem Leben keine Handlungen mehr ausführen. Und genau in der Situation war ich vor einigen Jahren. Nee, Rainer, warst du nicht. Nee, weil du noch nie selbst reflektiert warst. Und die Sache ist, die Frage, was wäre, wenn, ist wichtig und die sollte man sich stellen. Ne? Die Frage, was wäre gewesen, wenn, ist müßig und bringt einen nirgendwo hin, außer dass man sich permanent im Kreise dreht. Ne? Das ist meistens, wenn man irgendeinen Schicksalsschlag hatte oder dergleichen, keine Ahnung, man verliert einen geliebten Menschen und dann denkt man sich, was wäre, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich noch irgendwas machen können. Das ist ein Teufelskreis, der dich ins Unglück stürzt, weil du halt dir permanent Gedanken über irgendwas machst, was du nicht ändern kannst. Sich vorher zu überlegen, was wäre eigentlich, wenn, ne, ist sehr wichtig, sowohl fürs Überleben als auch fürs seelische Glück.
um eben solche Situationen zu vermeiden, wo man dann Reue hat und sagt, da hätte ich doch. Na, Hatidadiwari ist nie geil. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, dann Hasen gekriegt. Ja, der Hase ist halt jetzt leider weg. Der hätte sich ja vor dem Scheißen überlegen müssen, kann ich es noch halten, bis ich den Hasen gefangen habe oder nicht? Und die Antwort ja ist, hätte er sich auf den Hasen konzentrieren müssen und fertig. Aber das musst du dir vorher überlegen. Du kannst ja den danach dann, ne? Wiederholt, weil ich nicht in der Lage war, mich zum Beispiel aus meinen Videos und meinen Streams zu lösen, aber nicht, weil ich irgendwie süchtig danach war oder sonst was, sondern weil Nee, du warst süchtig nach der Aufmerksamkeit. Und vor allem zu YouNow und YouTube-Zeiten warst du süchtig nach den relativ leicht verdienten, in Anführungsstrichen, Barne. Also die Barne sind nicht in Anführungsstrichen, sondern das verdient. Ne? Danach warst du süchtig. Und nach Zucker. Aufmerksamkeit, Barne und Zucker. Vielleicht ist das, was die drei Weisen aus dem Morgenland gebracht haben. 1989 im August. Im Stall zu Emskirchen. War der Heiland geboren. ich auch in der Handlung war, ich musste Geld verdienen, ich musste mein Leben führen. Das war nächstes Jahr abgeschlossen. Ich musste mein Geld verdienen, ich musste mein Leben führen, ich musste irgendwie schauen, dass ich mein Zuhause, das, was meinen Eltern, meiner Familie gehört hat. Pass auf, Weil jetzt hat er es selber gecheckt. Er wollte gerade sagen, ja, er wollte es jetzt so verkaufen, als hätte er so ein krasses, ja, so eine krasse Verbundenheit zu seinen Ahnen gehabt. Und dann damit einhergehende Pflicht. Ne? Er hat ja das alles gar nicht gemacht, weil er arbeitsfauler Vollversager mit HDS ist. Nein. Ne? Es war einfach für ihn die einzige Möglichkeit, dass er das Erbe seiner Vorfahren ehren kann und dieses Haus erhalten, für das die so viel gearbeitet und gelitten haben. Das wollte es, die Story wollte er jetzt gerade erzählen. Und er hat es auf halbem Wege gecheckt. Moment, die nächste Frage, wenn ich den Satz beende, wird die nächste Frage sein, warum hast du das Scheißhaus dann verkauft? Und der Frage wollte er sich unter gar keinen Umständen stellen. Deswegen ist jetzt ganz schnell die Notbremse gezogen worden und rein ins Ruderboot. Und dann gehen wir wieder wie bei den Olympischen Spielen schön zurück und hey, und hey, und hey. Das ist halt auch wieder ein gutes Beispiel. Als mein Vater starb, gingen in meinem Kopf verschiedene tausende Sachen durch. Natürlich angefangen bei der Trauer, über den Verarbeitungsprozess bis hin zu, ich muss schauen, dass ich. Achso, als sein Vater starb, ich habe jetzt Vaterstart verstanden, egal, ne? Ja, auch das, gut, darüber weiß dann potenziell, also, ne, wenn es kein Bärchen wäre, wüsste sie über diesen Sachverhalt nicht genug, um nicht da anzukacken, ne, dass du das Haus inzwischen verkauft hast, weiß sie, da hätte sie eine unangenehme Frage stellen können, bei der Nummer, ja, kannst du deiner Meinung nach sie ja immer noch anlügen, was die Nummer mit deinem Vater angeht, so dass dir das so fürchterlich leid getan hat, dass es so schwer war für dich. Und wie gesagt, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Denn ein Mensch, dem das so wichtig ist und der dann auch im Nachhinein so sehr unter dem Verlust des Vaters leidet und ne, der das immer wieder nach draußen holt als ich habe einen toten Vater Opferkarte. Ihr dürft nicht gemein zu mir sein, weil ich weiß nicht, jemand, dem das so wichtig gewesen wäre mit dem Vater, der war halt nicht in die Dorfdisse zum ne, Balztanz gefahren, während der eigene Vater im Krankenhaus im Sterben lag. Ne? Sondern der wäre halt da geblieben. Und wenn der Vater aufgrund von intensiver Morphiumzugabe die letzten paar Stunden bewusstlos gewesen wäre, bevor er ne, den sprichwörtlichen Eimer gekickt hat, dann wäre man da auch Daten sitzen geblieben und hätte und wäre einfach da gewesen. Weil das wichtig ist für Leute, denen das wichtig ist.
Und Leute, die dann sagen, ja komm, verreck du halt ruhig alleine an deinem scheiß Krebs. Ich muss jetzt irgendwie in die Dorfdisse gehen und mir 2 Promille in den Helm schütten und Weiber auf die Bauklötze glotzen. Das ist jetzt meine Prio Nummer uno im Moment. Das kann ich nicht nächste Woche machen. Jemand, der so handelt, der hat kein Recht, meiner Meinung nach. Der hat kein Recht, hier den toten Vater als Special Joker im Opferquartett rauszuspielen. Wie du es immer und immer und immer wieder machst. Dass ich das, was meine Familie gemacht hat, was meine Familie ausgemacht hat, dass ich das Haus erhalte, dass ich das Grundstück erhalte, dass ich den Besitz meiner Familie erhalte, das ging in meinem Kopf ab. Das hast du richtig gut geschafft, Rainer. Weil ich nicht wollte, dass das Haus verkauft wird, weil ich nicht wollte, dass meine Familie... Rainer, hättest du das tatsächlich nicht gewollt, hättest du die Möglichkeit gehabt. Du hättest die Möglichkeit gehabt. Ehrliche Arbeit. Im Rahmen deiner bescheidenen Möglichkeiten. In Kombination mit dem, was dir vererbt wurde, hättest du hingekriegt. Das ist generell das, was meine Familie über Jahrzehnte oder Jahrhunderte aufgebaut hat, weil wir haben da echt lange gelebt. Ich wollte nicht, dass es verloren geht. Ich wollte nicht, dass das, was meine Familie hat, sich auflöste. Nichts oder wieder nichts. Aber das Problem daran war für mich damals in der Situation, dass ich halt eigentlich keine Wahl hatte. Ich bin in der Sonderschule gewesen. Weißt du, was das heißt? Das heißt Diagnose HDS, Rainer, das heißt das. Problem ist halt, wie gesagt, ihr habt das schon oft erzählt, es gibt halt solche und solche Sonderschüler. Ja, es gibt halt die Leute, die sind so leicht unterdurchschnittlich intelligent und die würden jetzt in der normalen Schule nicht adäquat mitkommen und die brauchen besondere Aufmerksamkeit und besondere Lehrer mit einer besonderen Ausbildung und vielleicht auch besonderem Lehrmaterial, keine Ahnung. Ja? Und wenn man denen ein bisschen mehr Zeit gibt und ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt, dann können die auch immer noch einen Hauptschulabschluss machen, dann können die auch immer noch eine Ausbildung machen und dann können die auch einen guten Job kriegen, wo sie gutes Geld verdienen. Das Problem ist, wenn die das natürlich nicht wollen, dann kannst du auch nichts dagegen machen. Wenn alles in denen sich sträubt, dagegen zu sagen, nee, ich arbeite, dann muss man irgendwo von irgendjemandem was erzählen lassen. Ja? Klar, wenn du einem Rainer Winkler als Kind gesagt hast, hey, geh zur Schule, mach eine Ausbildung, dann hast später einen anständigen Beruf, dann hat er damals wahrscheinlich gesagt, Beruf am Arsch. Einen Beruf muss man irgendwie, da sagt mir irgendeiner, was ich zu tun habe. Ja? Das ist überhaupt gar nicht so. Alle anderen Kinder haben sich überlegt, so was will ich mal werden, wenn ich groß bin. Und Rainer hat einfach gesagt, reich. Ne? Ich will Lord sein, wenn ich groß bin, dass ich nichts machen muss. Und dementsprechend hat er gedacht, dann muss ich auch in die Schule gehen. Ne? Wenn ich Lord bin, muss ich ja nichts wissen, dann habe ich ja. Brauche ich auch keinen Abschluss oder keine Ausbildung oder sowas. Ne? Ich bin ja dann einfach geil. So. Ich muss ja nichts dafür tun. Das wird so passieren. Ja, ist halt nicht so passiert, Rainer. Ich habe keine Möglichkeiten, einen vernünftigen Job zu führen. Ich habe keine Möglichkeiten, ich habe keine Möglichkeiten, so wie du. Ich habe keine Möglichkeiten zu studieren. Ja? Ich habe nicht mal die verfuckte Möglichkeit gehabt, eine Ausbildung zu machen, weil mich keiner... Du hättest die Möglichkeit gehabt, wie gesagt. Bisschen Eigenantrieb, bisschen, ich kümmere mich jetzt darum und ich schaue, dass ich einen Abschluss mache, dann hättest du auch eine Ausbildung machen können. Eingestellt hat, weil ich selbst für Sonderschulverhältnisse schlechte Noten hatte. Weil ich mit Schulen nichts anfangen konnte, weil ich in der Schule von Leuten gemobbt wurde. Und ja, er hat die schlechten Noten nicht gehabt, weil er hageldumm ist und weil er keinen Bock gehabt hat. Nee. Nee, da konnte er gar nichts für. Der Rainer ist hochintelligent. Ja? Der einzige Grund war, dass die Schule hat ihm nichts beigebracht und die anderen Leute haben ihn gemobbt. So, das war's. Ne? Deswegen mit Leuten nichts anfangen konnte, mit Leuten nichts zu tun hatte. Ach, wir sind am Ende angekommen, Leute. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich wollte es jetzt auch noch durchziehen. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 44 Minuten. Da sind wir auch gut beieinander. Ne? Hier schönes, langes Video. Schön für... Ach, scheiße. Ne? Das kommt dieses Wochenende noch nicht raus. Aber es ist ein gutes Feierabendding. Ne? Und ja, dementsprechend, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Battle auf.